Hallo zusammen. Hallo. Ja, ich streame heute wieder. Bin gespannt, wie sich. Hoi Cookie. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, ich bin gespannt, wie sich der Stream entwickelt. Wie geht's so? Ganz okay. Also weder schlecht noch ganz extrem gut. Ähm, ja. Ich sehe nicht ein bisschen anders aus. Ich habe eine andere Frisur da im Spiel, aber nur für den Stream. Weil, genau, es ist ein bisschen Roleplay oder Cosplay, könnte man dem sagen. Vielleicht erkennt es jemand. Wäre schön. Und ja, dann legen wir doch gerade mal los mit dem Leveln. Ich weiß, ich levele in jedem von meinen Streams aus irgendeinem Grund. Sagt einfach, wenn es so jetzt langweilig wird, mit dem ständigen Leveln. Genau. Okay. Ich hätte heute Phantom Joker oder ich nenne ihn auch einfach Ren. Und so würde ich ihn in diesem Stream auch nennen. Mein Ross, der Renn. Na, für mich ist die Musik ein bisschen zu laut. Ich weiss nicht, ob es bei euch gut ist. Hoi Pferdemädchen, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht es dir gut. Hoffentlich hast du einen schönen Tag gehabt. Und ja. Hey. Na, ich habe versucht, heute irgendwie so ein bisschen den Stil von Rot und Schwarz reinzubringen. Und ich finde, mir ist eigentlich relativ gut gelungen. Und ich finde, es geht so geil aus. Aber wenn es irgendjemand kennt, auf was ich da hinaus will, oder was hat man dann? Stimmt, Fabio hat auf Server 12 wollte zu dir kommen. Auf einmal rennt so eine riesen Leutegruppe an mir vorbei, hab leider nicht gesehen, wer ganz wohl. Nein, der Fabi war vor 2 Tagen auf dem Server 11 gsi. Oder vor 3 Tagen. Also müsste er heute entweder auf Server 13 oder Server 14 unterwegs sein. Außer der ist plötzlich wieder auf Server 11. Aber das wäre nicht typisch für ihn. Glaub's. Genau. Also, aber wie gesagt, wundert euch nicht, dass ich da im Spiel jetzt anders ausgehe als sonst. Es ändert sich wieder, sobald das Stream dann fertig ist. Genau. So. Also Fabio Zahlen verlernt. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Vielleicht ist es auch sonst ein anderer grosser Streamer, weil auf Server 11 sind relativ viele YouTuber unterwegs. Also das kann auch sein. Oder es ist ein Club. Bist in einem anderen Lab. Bist in einem anderen Club bei. Wir Schweizer haben uns zusammentun, also ich, Dreier und Miss Blueberry Castle. Wir haben zusammen einen Jumping Club gegründet und haben gestern unser erste CT gehabt, sozusagen. Und ja, genau. Also nimm es nicht persönlich, Cookie. Irgendwie ist der Rennen ein bisschen langsam. Oder meine ich das nur? Ach so, hab's nur gerade gesehen und war so, hey, da jetzt. Was da jetzt los, aber egal. Okay. Aber es ist, ähm, genau. Es war eine spontane, eine spontane Idee vorgestern. Am Dienstag. Ich glaube, Dienstag ist es, wo ich das letzte Mal gestreamt habe. Genau. Ja, da haben wir uns dazu entschieden. Dann haben wir zusammen einen Club rausgesucht und das ist dann Storm Runners geworden.
das Club-Outfit und Clubpferd haben wir auch schon. Also, ja. Aber ich glaube, ich schmeiß noch einen Hufeisen drauf. Der Rennen ist ja krass langsam. Oder kommt mir das nur so vor? Was ist das denn? Meinst du das Club-Outfit und das Clubpferd oder was genau? Also Clubpferd und... So, das Club-Outfit ist so blau-weiß-schwarz gehalten, aber mehrheitlich blau-weiß. Und das Clubpferd ist Belgi. Also Belgi Brauntöne. Wir haben jetzt hier 3 verschiedene Brauntöne. Die Miss Blueberry Castle ist mit dem Fuchs unterwegs. Raya mit dem Hound dem All-In, also dem braunen. Und ich mit dem dunkelbraunen. Ja, und ich finde, es geht richtig cool aus, wenn wir 3 verschiedene Farben haben. Und der Rennen ist Level 5. Perfekt. Genau. Also nach dem Rennen ist ja Morland eh gerade fertig. Und dann kann ich schnell entweder in mein Heim oder schnell zum Jumpy-Platz. Wegen der Hufeisen. Ausser... Nein, ich habe keine Hufeisen. Also dann gebe ich das schnell ab und kann auch schnell in den Stall. So. Weil ich weiß nicht, wieso das mein Ross so langsam ist. Du betrittst den Stall. So. Der Prego startet nur von gestern da. Ausrüstung, es müsste da sein, genau. Geschwindigkeit, da. So. Okay, jetzt sollte er ein bisschen schneller sein. Genau, plus 11. Perfekt. Okay. Hoi Raya, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Morgen wird mein neuer PC aufgebaut. Cool, Cookie. Ein neuer PC nach 21 Jahren. Genau. Jetzt gehen wir auf zum Zirkus. Ja, sehr ab 33 Abos. Cool. Du wachst ja ziemlich schnell. Also dein Kanal. Das ist lässig. Freut mich für dich. Und schön, dass es dir gut geht. Aber meine Eltern behalten den alten noch. Ich krieg den neuen in mein Zimmer. Okay. In dem Fall hast du den neu und... Ja, und der alt bleibt einfach bei euch. Ist denn ein guter PC? Also ich glaube, ich habe dich schon mal gefragt. Ich glaube, es ist ein Gaming-PC, oder? Dir geht das auch gut. Dupla. Ja, also jetzt nicht perfekt, also nicht blendend, aber ja, so etwas dazwischen. Eigentlich sollte ich jetzt voll erleichtert sein und glücklich und alles, aber irgendwie bin ich das nicht. Ja. Ich weiß gar nicht wieso. So, einmal schnell das abgeben. So. Wahrscheinlich sind das einfach, was für ein Account ist das, den du hast. Das ist mein Hauptaccount, einfach mit einer anderen Frisur für den Stream. Gabriele Goldgate. Ich habe einfach nur für den Stream und für das Outfit die Frisur geändert, um ein bisschen Cosplay machen da im Spiel.
Weil ich habe versucht, den Charakter aus einem anderen Spiel nachzumachen. Und für das habe ich halt die Frisur gebraucht. Aber im Prinzip ist es genau der gleiche Charakter. Mein Papa hat mir ein neues Zeug rausgesucht, aber immer noch ein Gaming. Aber immer noch ein Gaming-PC. Cool. Okay, ja, das habe ich jetzt auch noch nie geschafft, da reinzulaufen. Ja, cool, ein Gaming-PC. Dann viel Spaß damit. Kannst dich recht freuen. Das ist leider gehen. Gute Nacht, schlaf gut. Bis nächstes Mal. Maus hat nämlich angerufen. Okay, alles klar, Cookie. Dann dir auch gute Nacht später und schlaf gut. Und ja, dann sehen wir uns oder hören uns beim nächsten Mal. Danke, dass du da gewesen bist. So, der Zirkus wäre gemacht. Dann geht's ab nach. Oh, cool, Level 23. Nice. Okay, ab nach Fort Pinta. Und ja. Ich finde es lustig. Ich bin. Bist du auf Ice Palace? Ja, bin ich. Aber eventuell wechsle ich dann wieder, je nachdem, was denn Dori sagt, also es ist Blueberry Castle. Weil sie möchte nicht unbedingt vom Server 11 spielen. Darum würde ich mich dann ihr anpassen und dann kann sie einen Server aussuchen und dann bleibe ich auf dem. Aber aktuell Icy Palace. Wir schauen gut auf ICE Palace. Wahrscheinlich die Autokorrektur gewesen. Ich habe mit Dusk kein Spiel. Alles klar. Hast du bei diesem Account Star Rider? Oder kannst du nur im Startergebiet sein damit? Jetzt schon. Ah, okay. Schön. Also, aber wenn euer Level irgendwann zu langweilig wird zum Zuschauen, könnt ihr es einfach sagen. Dann mal schauen, ob ich irgendetwas anderes mache. Vielleicht einen Jumpy-Marathon oder kommst du noch vor Pinter? Ja, bin jetzt gerade da. Genau, so könnt ihr Jumpy-Marathons machen, also einen Jumpy-Marathon-Stream. Oder sonst irgendwelche Spiele, aber wenn fast niemand mitspielt oder nur jemand oder so, dann wird es ein bisschen schwierig. Warte am Tor. Ah, okay. Weißt du was, ich tue es schnell abbrechen. So, also wo bist du? Beim Tor noch. Ah, das bist du, Dusty. Dusty Rabbit Man. Dann bist du das Reihe. Hi. Nicht. Hi. Ja, ah, das bist du, alles klar. Okay, willst du mitleveln oder einfach mitreiten? Okay, dann Ricky Winterwell. So, dann mach das Rennen mal. Dann sind wir heute zwei Jungs. Ja, kann man so sagen.
Also mein Charakter sollte eigentlich schon einen jugendlichen Mann darstellen. Aber an und für sich ist der Charakter weiblich, der da in Star Stable ist. Aber ich finde, ich habe das Outfit extrem gut getroffen. Also man kennt es auf jeden Fall, wenn man es kennt. Kommt das in einem Video vor? Nein. Aber ich könnte mal ein Video dazu machen. Aber ja. Das ist einfach für dich so. Genau, so ein bisschen Cosplay. So wie wenn man, wenn man sich in echt so verkleiden würde und einen Charakter nachmachen. Genau. Das Outfit sieht Vampire aus. Wirklich? Hat er so ein Vampir... Dings. Vampir-Vibes. Ja, hat etwas, aber... Ja. Aber ist etwas anderes. Kein Vampir. Aber ich freue mich schon ziemlich auf den heutigen Stream. Ich bin gespannt, wie sich der entwickelt. Vor allem, weil ich mein Outfit und das Haus so mega toll finde. Ich überlege gerade, was das für ein Charakter sein soll. Ja, ich weiß es nicht, ob du den kennst. Aber... Ja, vielleicht sagt er Persona irgendetwas. Und wenn nicht, dann kennst du ihn sehr wahrscheinlich nicht. Gut, der Ren ist Level 6. Yay. So, hast du das Rennen bei der Syndra schon gemacht? Ja. Ihren ist dein Charakter voll herzig. Nee, okay. Also, dann sagt er das gar nicht in dem Fall. Auf jeden Fall, jetzt hat ein Charakter, der Ren heisst. Oder in den Büchern heisst er Akira, aber ich nenne ihn da halt Ren. Weil er im Spiel kann man ihm selber einen Namen geben, aber im Anime heisst er Ren. Und darum heisst es das Ross auch so. Und ja, ich habe nicht so viele Sprachfehler, das ist unglaublich. Bei diesem Spiel haben sie so Codenames, sozusagen so Namen, die sie untereinander sagen, damit sie nicht erkannt werden. Und das ist unter anderem der Joker und darum heisst Miss Ross Phantom Joker. Ich finde, es passt eigentlich extrem. Und ja, und darum das Outfit bei diesem Ross. Und ich finde, wie gesagt, ich finde das so toll. Also kommt er aus einem Anime. Ursprünglich aus einem Spiel, also ein JRPG ist das. Und dann haben sie aus dem Spiel ein Anime gemacht und eine Manga-Reihe. Genau. Oder aus einem Game. Ja, eben wie gesagt, aus einem Spiel. Und es ist mein Top 1 All-Time Lieblingsspiel. Und ja, darum finde ich es extrem toll. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gespielt, aber ich sollte es wieder mal spielen. Ja. Okay. Dann geht es mal ab zu dem Strand rennen. Da hat
sonst nicht mehr zu mühsam. Ich könnte auch machen, dass mir das Ross nicht Rennen heisst, sondern Joker. Und mein Charakter Rennen heisst. Könnte ich auch machen. Aber übrigens heute ein Video und ein Short hochgeladen. Ja, ich habe beides gesehen. Ich finde es voll gut. Da den Pferdekauf und mit den 3 Schweizer, oder? Der versucht auf das Dach raufzuspringen. Ich habe den Short vorher irgendwie vor einer halben Stunde habe ich irgendwie 5-mal geschaut, weil ich ihn so gut gefunden habe. Da die Springgeräusche und alles. Ja, auf jeden Fall ziemlich lustig. Jo. So, dann ab nach Silverglade. Aber ich warte dann noch schnell auf dich. Das Pferdekauf da ging fast eine halbe Stunde. Ja, ich habe es gesehen. Ist schon ziemlich lang für das. Meine Pferdekäufe sind nicht so lang. Okay. Ist halt schon cool. Jetzt Level bist denn du? Chess Signal. Ah, das ist der, den du gekauft hast im Video. Cool. Okay, ab nach Steves Farm. Und gemeinsamen Moment. Ich weiss, das nächste kürze ich. Also du musst wissen, wie du deine Videos willst bearbeiten. Oder wie lange das werden sollte. Wie findest du den Namen? Ich finde Jazz richtig cute, aber Signal, ja, ganz ehrlich, weiß nicht so. Es geht. Jazz Signal ist eigentlich schon cute, aber ich hätte es nur Jazz genannt. Aber ich kann nicht umschließen, es ist dein Ross. So. Hi Pferdemädchen. Schön, dass du wieder da bist. Ui, da, okay. Da hat jemand das CT. Riding Riders. Warte, zu viel. Okay. Und. Ah! Zoe! So ist Pferdewelt. Ja, hoi! Okay, irgendetwas machen die da gerade. Irgendein CT. Aber was hat denn Zoe da gerade gemacht? Okay. Cool. Ich habe sie schon lange nicht mehr in-game gesehen. Mach das dann schnell. Salut. So. Genau, das Rennen wollte ich noch machen. Steves Rennen. Let's go, Joker! Woohoo! Aber innerlich wusste ich, dass ich nachher nur noch Chesten
innen werden. Ah, okay. Man kann es auch abkürzen, indem man zwar den vollen Namen am Pferd gibt, aber dann ihn einfach nur mit dem ersten Namen anspricht. Zum Beispiel der Phantom Joker ist jetzt bei mir auch nur einfach der Joker, weil es das vorne leider eben nicht gibt. Genau. Noch die Goldmelisse mitnehmen. So. Welche Zuschauer hast du? Aktuell bist du die Einzige, aber es kommen immer wieder so 3 bis 4. Hallo Zoe. Tschüss Zoe. Ich bin mal Teil von ihrer Community, darum kenne ich sie. Okay, es geht schon richtig speziell aus da mit dem Club. So, aber ich hoffe, dass die Qualität vom Stream stimmt, weil ich habe vorher noch eine Einstellung gemacht. Darum lasst mich einfach wissen, wenn die Qualität nicht mehr so gut ist oder nicht so gut ist oder was auch immer. Genau. Und wenn es irgendwie leckt oder der Ton zu leise, zu laut ist, was auch immer, wäre ich froh, wenn ihr das mir mitteilen würdet. Alles gut. Ah, super. Das freut mich. Jetzt kommt eben die eine Warnung nicht mehr, die bei mir ständig ist mit den zu tiefen Bitraten irgendetwas. Das KPS, irgendwie so etwas heisst. Und jetzt steht eine sehr gute Verbindung. Dann steht die Warnung. Die Warnung habe ich wirklich schon oft gehabt. Eigentlich den ganzen Stream durch, amix. Aber jetzt scheint alles gut zu sein. Ich habe wohl die richtige Stelle getroffen. Und das freut mich, wenn jetzt alles gut läuft. Jetzt sind es wieder 3 kleine Wölkchen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Vielleicht verstehen sie kein Schweizerdeutsch, das kann auch sein. Ich frage mich, wie können andere, die streamen, permanent reden? Auch wenn nicht so viel geschrieben wird. Wieso haben die ständig Themen im Kopf und ich bin da teils 5 Minuten am Stück ruhig, weil mir nichts in den Sinn kommt? Genau, oh, das hat gerade ziemlich speziell ausgesehen in der Hut. Okay. Gut. Okay, dann geht es zum Windmühlenrennen. Oh, ich finde das Ross und das hat wieder so toll. Es macht so Spaß, damit rumzureiten. Was bei mir? Ähm, wo du so, wo dein Charakter so geladen hat, ist er kurz ohne Haare und ohne Hut gewesen. Und dann hat er Glatze gehabt und es hat ein bisschen speziell ausgesehen, aber nur ganz kurz ist sichtbar gewesen. Genau, also wenn ich mal nicht weiss, was reden, dann kann ich einfach zum Beispiel über etwas reden, was ich da gerade im Spiel gesehen und genau entstehen so hobbylose Gesprächsthemen wie zum Beispiel Bäume oder Steine. Oder vielleicht auch Dinosaurier, wie wir es auch schon hatten. Nein, mir ist noch etwas in den Sinn gekommen, aber ich weiss nicht mehr was. Ich habe etwas mit Lieblings...
Ich habe ein Lieblingsding, aber ich weiß nicht mehr was. Dann könnte jetzt irgendwie 10 Stunden über mein Herzensinteresse reden, wenn ich will. Ähm, weil ich bin da eigentlich in Kontrolle über Gesprächsthemen, mehr oder weniger. Und jetzt könnte ich theoretisch die ganze Zeit über meine Lieblingsmarke reden. Und, ähm, ja. Vielleicht wird es euch voll nerven damit. Aber hey, Hauptsache, ihr habt Spaß. Du kannst schon, ich höre zu. Ich muss mich zuerst einfach noch getrauen, mich da oder ihnen das können zu teilen, weil aktuell ist es noch ziemlich privat. Und ich möchte die eigentlich nicht verraten. Genau. Also meine Logik, ich will über etwas reden, aber will es nicht verraten. Also rede ich dann schlussendlich nicht drüber. Weil ich rede dann 2 Minuten drüber und dann ist wieder Ruhe. Du musst es für dich wissen. Genau. Äh, ja. Oh mein Gott, jetzt Zebraross. Oh, ich liebe das Ross. Gruppeneinladung. Emilia Endgar, okay, wieso nicht? Was will sie dann? Hey, oh, sie hat geschrieben. Hi. Ich werde weiter leveln, aber. Ähm. Hi. Hi. Wieso steht da 33? Hi. Okay, kurze Unterbrechung. Ich will jetzt wissen, was sie von mir möchte. Welches Level ist sie denn? Was auf? Ähm. Okay, schön. Äh. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Mir Gruppeneinladung und Freundschaftsanfrage schicken und dann einfach offline gehen. Vor allem falsch geschrieben. Most off. Okay, wenn es jetzt off geht, dann tue ich weiter leveln. Aber cooles Ross hast du, Emilia. Ich liebe das Zebrapferd. Vor allem, ich liebe allgemein Zebras. Das ist mein absolutes Lieblingstier. Genau, was sind eure Lieblingstiere? Also, mir ist es Zebra schon immer gewesen. Und ja. Pferd und Raubkatzen. Cool. Stimmt, Pferd sind bei mir auch ganz weit oben. Aber Raubkatze jetzt. Naja. Ah, hallo. Wie spricht man den Namen aus? Soyun. Soyun. Schwarzer Panther. Was? Oh Gott, schwarzer Panther. ähm, ja, schwarzer Panther ist auch schön. Ja, richtig. Soyun, in dem Fall. Okay, cool. Schön, dass du da bist. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Genau. Komm auch an. Alles klar. Wie heisst du im Spiel, damit ich dich erkenne? So, den Sparrow rennen. Ice Palace sind wir. Genau, Server 11 Ice Palace.
Steht auch im Titel vom Stream, also sollte es eigentlich. Ja. Vielleicht geht es aus der Gruppe raus. Sie scheint immer noch nicht offline gegangen zu sein, obwohl sie das gesagt hat. Irgendwie gibt es immer so Spieler, die sagen, ich kann offline und dann bleibt es nur 10 Stunden online. Finde ich auch noch speziell. Hallo Miss Blue, Dori. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Bist du heute Morgen aus dem Bett rausgekommen? Also ich hatte ziemlich Mühe damit. Ich bin nachher noch eine halbe Stunde einfach liegen geblieben und scheinbar eingeschlafen, obwohl ich das gar nicht gemerkt habe. Genau. Ich stehe nur die Hälfte davon haben. Also ich kann auch Deutsch reden, wenn du möchtest. Vielleicht hilft es ein bisschen. Dann würde ich jetzt auf Deutsch wechseln, wenn es okay für dich ist. Oder wenn es für alle anderen auch okay ist. Ich habe jetzt endlich den Laptop von meinem Vater. Cool. SSO ist jetzt am Aktualisieren und der Laptop hat zum Glück alle Anforderungen für SSO erfüllt. Also kann ich jetzt hoffentlich endlich lagfrei spielen. Ah, wie toll, Dori. Das ist cool. Ach, alles gut. Also dann Schweizerdeutsch oder Deutsch. Du darfst sagen, ich passe mich an. Okay, dann den Silverglade Land gut. Moment, ich habe alles gemacht, ja. Wie du möchtest oder wie ihr möchtet. Okay, also ich würde sagen, Deutsch verstehen da alle, aber Schweizerdeutsch nicht alle. Ich möchte sowieso ein bisschen lernen. Ah, okay, in dem Fall ist klar, Schweizerdeutsch Idees. Okay, dann hoffentlich lernst du ein bisschen etwas bei mir. Ich habe zum Glück einen ziemlich Standard-Dialekt. Also neutraler Dialekt, der jetzt nicht viele spezielle Wörter beinhaltet. Genau. So, dann einmal das ran. Und schnell einen Schluck Wasser. Okay. Genau, Leute, trinken nicht vergessen. Ist wichtig. Okay, jetzt ist es aus der Gruppe raus. Jetzt kann ich auch raus. Sonst können wir helfen. Genau, Raya. Was? Was? Joker, jetzt mach du gefälligst mit. Genau, ich bin wieder ziemlich aufmerksam, wie man sieht. Und ja, wegen dem, was Raya gerade geschrieben hat, mir könnte helfen, wenn du etwas nicht verstehst. Bin jetzt da Bernadette Big Bank. Wir bürgern Soyun auch ein. Genau. Das machen wir. Also, wie heißt du? Bernadette Big Bank. Okay. Mal schauen, ob ich dich da gesehen. Dann wäre es okay, wenn ich euch in eine Gruppe einlade, wenn ich schon in einer bin. So, eine Gruppe einladen. Mal schauen, ob sie annimmt. Dann würde ich dich auch gerade in die Gruppe einladen. Bernadette, da bist du. Ah, das Drachenros. So, Gruppe einladen. So. Mega cooles Outfit. Passt. Genau, dann. Schönes Pferd. Ja, es ist mega schön.
Wie heißt der bei dir? Benji. Jö, Benji ist auch herzig. Ja. Meine heisst Arya. Finde ich auch ein bisschen passend. Aber hey, Benji ist auch cute. Okay, dann geht's zu den 3 Rennen, die da unten sind. Aber ich hätte meinen altbekannten Weg. Ignoriere einfach meinen Dialekt und lerne lieber von kleiner Wolke 25. Mein Dialekt klingt eigentlich auch neutral, aber meiner ist unbeliebt. Ja, und es gibt Memes über den Dialekt von der Dori, also von der Miss Blueberry Castle. Darum gescheiter lernen, Zürich schnurren. Ich glaube, das ist der neutralste Dialekt in der Schweiz. Würde ich jetzt mal sagen. Hoffentlich kommen die anderen mit. Ich hätte einfach immer noch den alten Weg zu der Rita Arena. Kann man das so angewöhnt und ich will es nicht ändern. Oh, das Flachs will ich. Ja, da sind wir. Perfekt. Jetzt sogar nochmal. Cool. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt schon so viel los ist im Stream, aber freut mich sehr, dass ihr da sind. Und auch so aktiv mitschreiben, die Freundschaftseinladung. Oh ja, nehme ich gerne an. Also meine neue Rennstrecke. Ich warte noch auf euch. Zentralschweizer rollen gerne das R und Thurgauer, mein Kanton verschlucken das R quasi. Sucht man es nicht wirklich raus. Ja, meine Mutter hat auch so einen Dialekt, weil es ist... Na, warte. Es ist nicht im Thurgau aufgewachsen, glaub's. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich wechsle kurz das Pferd, komme dann wieder. Alles klar. Ja, kein Stress. Da dir Zeit. Also ich kann es schon nachholen, aber sehr schlecht. Okay, ja. Also ich mache es unabsichtlich. Ich will es eigentlich nicht, aber... Ja, mir ist das gesagt worden, dass ich es erhole. Und ich mache es auch nicht immer, aber meistens. Genau. Was ist das R-Rollen? Was heißt das? Also R-Rollen heißt, wenn du so das R machst, nicht R, sondern R. Also ich kann es jetzt nur so zeigen, aber ja, das heißt R-Rollen. Glaub's. Also so habe ich es zumindest verstanden. So. Dann das nochmal in die andere Richtung. Okay. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Genau, Dori stimmt damit ein. Perfekt. Genau, ich weiß noch nicht, wie lange das der Stream wird. Aber ich denke schon ein bisschen länger, weil darum habe ich schon um 7:30 anstatt erst um 7:45 oder 8 angefangen. Genau, weil es wäre cool, nachher noch ein Jumpy zu reiten nach dem Leveln. Und ja, dabei sind wir gestern recht genug Jumpys geritten. Ich habe die spezielle Gangart freigeschaltet. Juhu. Glückwunsch, ja. Cool. Und viel Spaß mit den speziellen Gangarten. Also ich finde die Gangart vom neuen Andalusier mega cool. Also außer der spanische Ritter gefällt mir nicht, aber das hat mir noch nie gefallen. Da in so. Und ja. Und da sieht man es schon.
Gut, und das Vigard-Rennen, das wäre das letzte. Nachher geht es ab zu der Reiterarena. Wie heißt der? Paper. Jö. Paper ist auch cute. Ich finde den spanischen Schritt auch nicht so gut. Gell? Also mir hat schon beim Alten Andaluser nicht gefallen, weil es geht einfach ein bisschen komisch aus, finde ich. Weil ich weiß absolut nichts über Pferde, so allgemein. Ich musste mal bei den echten Pferden anschauen. Das habe ich noch nie gesehen, bei echten Pferden. Aber ich glaube, ich sollte mal dann anschauen. Vielleicht ändert sich dann meine Meinung. So tolles Gefühl, endlich wieder auf Laptop. Ups. Nach viel Monaten. Nach wie vielen Monaten genau? Wie lange hast du jetzt auf dem iPad spielen? So, einmal da rundum. Da hoffentlich nicht schwimmen. Bitte, Joker. Bitte schwimm nicht. Danke. Ich finde, den spanischen Schritt sieht beim Alten besser aus. Okay, also, ja. Ich glaube, du kennst dich da ein bisschen besser aus und darum gehe ich mal davon aus, dass beim Alten der Schritt wirklich besser aussieht. Genau. So. Gut. Also Ritarena. Stiegen in SSO ist wie Schleichen in Minecraft. Irgendwie. Also er nimmt die Beine einfach höher. Okay, also höher wie jetzt da, wie es du gerade zeigst. Okay. Ja. äh. Ja. Ich habe so ein Sieb hier, es ist unglaublich. Besser gesagt, 8,5 Monate auf iPad gespielt und vorher einfach inaktiv auf Laptop und nur eine kleine SSO-Pause gehabt. Ah, okay. Also, das ist schon ziemlich lang, über ein halbes Jahr. Okay, ich nehme meistens immer die unteren Rennen und gehe dann immer so rauf. Für die wollen mitreiten. Ist halt so eine Angewohnheit von mir, dass ich das mache. Ist doch, wenn ich dich abonniere. Hallo Clara, schön, dass du da bist. Natürlich, kannst du mich abonnieren, wenn du möchtest. Ich würde mich sehr freuen, ist aber natürlich kein Muss. Ups. Okay. Habe ich gemacht. Danke vielmals, Clara. Das bedeutet mir sehr viel. Und schön, wenn dir meine Videos gefallen und meine Streams. Genau. Ihr seid einfach die Besten. So.
Ich finde es toll, dass ich da eine kleine Community habe, die mich unterstützt und wo, wo ich nicht verscheuche. Zum Glück. Weil ich habe ab und zu echt das Gefühl, dass sich Zuschauer verscheuchen. Oder vergraulen oder was auch immer. Darum bin ich froh, wenn da ein paar meine Sachen schauen. Und genau. Und da möchte ich einfach mal ein grosses Danke an euch alle rausgeben. Moment, es sind das aber immer ein Lager verschaffen, ob es für uns Danke wir rausgeben. Da einmal Danke wie bestellt. Nein. Genau. Dann sind sie nicht für deinen Kanal bestimmt. Ja, genau. Wenn ich sie vergraule, dann sind es wirklich nicht meine Zielgruppe. Hallo Zoe Darkflower, schön, dass du da bist. Geht's dir gut, Zoe? Ich finde, du hast ganz viele Abonnenten verdient. Ah, danke, Clara, das ist ganz herzig von dir. Ja, also wenn ich jetzt... Ich habe gemerkt, ich habe ganz kurz deutschen Content gemacht, der ist nicht so gut angekommen, habe ich das Gefühl. Und, genau, Schweizerdeutsch ist einfach mehr authentisch, habe ich das Gefühl. Moment, Gruppenmitglieder damit da. Genau, jetzt sind wir auch sichtbar. So, tut mir leid, habe gerade nicht ganz zugehört. Was hast du gesagt? Noch ein Sorry? I'm so sorry. Alles gut. Wie geht's dir? Habe ich gefragt. Ich finde die Musik so toll bei dem Rennen. Schön, dass du da bist, hat sie gesagt. Genau, das auch. Ach so, mir geht's mittel, bin etwas gestresst wegen meiner Katze und Tier. Oh, ist denn mit der Katze alles in Ordnung? Zoe? Aber mir geht's so, ja, so gut. Also weder blendend noch schlecht. Also so ein bisschen dazwischen. Findest du die neuen Andalusier gut oder nicht schön? Ich find's mega schön. Genau. Äh, ja, muss einmal kann meiner Katze ihren Schmerzsaft geben und nachher eine Tablette vor dem Schlafen. Oh nein, hoffentlich ist mit der Katze alles in Ordnung. Dann alles klar, dann bis später, Zoe. Nein, die arme Katze. Was der andere Katze Tabletten geben? Viel Spaß. Meine Katze, die ich sie noch hatte, ihr hat das nicht mal ein Tierarzt hat ihre Tabletten können geben. Sie haben ihr das müssen Zwangsmedikation, weil sie es einfach verweigert hat. Sie hat es wieder abgeschluckt, noch sonst irgendetwas gemacht. Es ist so schlimm gewesen. Die Katze beim Tierarzt, vergiss es. Die hat Hölle heiß gemacht. Muss mit meinen Katzen bald auch zum Tierarzt. Oh nein, hoffentlich ist mit ihnen auch alles okay. Ja, wenn willst, kannst du erzählen, was sie haben. Eine Fliege chillt auf meinem Display. Oh, okay. Ich habe sie mit dem Mauszeiger ein bisschen rumlocken. Das habe ich mal geschafft. Sie hat eine fette Blasenentzündung, wo so ein blutiges eitriges Sekret rauskommt, waren deswegen Mittwochnacht in einer Klinik. Von 10 bis 4 Uhr morgens mussten wir warten und gestern Tierarzt. Oh nein, die arme Katze. Oh, die tut mir leid. Dann auf jeden Fall eine gute Besserung an sie. Und ja, hoffentlich wird es schnell besser. Also Blasenentzündung, vor allem wenn es blutig ist, kann echt eklig sein, wahrscheinlich. Meine Katzen haben es nie gehabt, zum Glück. Aber ja, gute Besserung an sie. Meine Katzen kochen die Bude voll. Oh nein. Ah ja. Katzenklone gemacht, oder? Einfach nicht Stube rein, oder? Wieso machen sie das? Moment, und wegen der Klinik dürfen wir jetzt 400 € bezahlen, obwohl die nichts gemacht haben, keine Medizin, falsche Vermutungen, was krank angeht und Tierarzt
hat uns alles gesagt, das ist nur 90 €. Oh nein, also ihr müsst jetzt 400 € für sozusagen nichts zahlen. Das ist ja mal daneben. Obwohl der Tierarzt gesagt hat, das kostet nur 90 €. 90 € wäre kein billig für einen Tierarzt. Also ich weiß, also im Vergleich zu den Schweizer Verhältnis. Aber ja, das finde ich nicht fair vom Tierarzt. Mein einer Kater, der hat viel Fell am Popo, was auch. Ich drücke wieder schnell pausieren. Es auch immer etwas schneiden, aber manchmal hat er ein bisschen am Popo geklebt und das liegt dann irgendwo einfach. Okay. Also das war der auch ja gesagt, aber ich habe es jetzt einfach mal vorgelesen. Genau, es gibt auch Katzen, das hat meine auch schon gemacht, wenn sie nicht ganz sauber sind hinten, dann können sie wie so am Boden entlang schleifen, weil es dann wahrscheinlich beißt oder so. Das habe ich bei meiner Katze schon beobachtet, das sieht total dumm aus irgendwie. Genau, aber Katzen machen das scheinbar. Genau, und der Joker ist Level 8. Yay. So, gut, dann geht's zum Gartenrennen rauf. Ist das vorne ein NPC? Ah nein. Entschuldigung, dass ich dich mit dem NPC verwechselt habe. Also Gartenrennen. Und bei der Klinik mussten wir bis 4 Uhr morgens warten, war eine Notfallklinik, wo nach Dringlichkeit behandelt wird und waren dann halb 6 zu Raum. Konnte dann noch 30 Minuten pennen und dann wieder aufwachen wegen Schule. Oh nein, 30 Minuten Schlaf. Ich war so müde, weil nur 30 Minuten Schlaf. Oh nein, das ist eklig. Weil dann nicht allzu spät ins Bett am besten. Oh, 200 € habe ich wieder für nichts gezahlt. Oh nein, ihr tut mir richtig leid. Weil das ist schon sehr viel Geld. Tierärzte sind extrem teuer. Ich muss in der Klinik auch Ultraschall machen für 230 € oder so, aber war dann nichts, also schon, aber die hat das irgendwie nicht bemerkt. Oh nein. Ich habe morgen keine Schule. Ah, cool, Clara. Wodurch gar nicht? Das ist toll, dass du morgen keine Schule hast. Ich habe morgen auch frei. Also ich habe jetzt eigentlich für immer frei, sag wir so. Also die Notfallklinik für Tiere, die ziehen dir wirklich alles an gelesenen Taschen. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dann kommt die Ausrede, ja, Tiere sind halt teuer in der Haltung. Und logisch, wenn die einem das Geld aus der Tasche zieht. In 5. Klasse. Ah, cool. Dann, ups, ja, spannender Fakt. Ja, ich habe zum Glück mit meiner Katze nie in eine Klinik müssen, weil ich habe einen Tierarzt da ganz in der Nähe und der ist extrem gut. Und er hat wirklich bei allem geholfen, was meine Katzen hatten. Und genau. Ich schreibe da so viel, ich komme noch mitspielen. Und die Katze musste dann diese 6 Stunden in der Transportanschluss sein in der Nacht. Oh. Ja, hatte richtig Angst und hatte starke Schmerzen. Dann ist es wahrscheinlich extrem gestresst gewesen, wenn sie Angst hat und Schmerzen. Das ist eine richtig eklige Kombination. Oh je. Arme Katze. Hoffentlich kann sie jetzt ein bisschen entspannen nach all dem. Hoffentlich sind die Schmerzen aushaltbar. Moment, habe ich das vorher nicht schon gemacht? Hä? Moment, was habe ich vor? Hä?
Ich bin gerade komplett lost, Leute. Ein 32-jähriger Bruder hat 2 Maine Coon Katzen. Ich glaube, wenn man die Rasse schreibt. Maine Coon, schön. Ich habe jetzt in Erinnerung, dass ich das Rennen schon gemacht habe. Es ist nicht wiederholbar. Okay. Und in der Klinik war auch die ganze Zeit ein Hund, der gebellt hat. Und neben uns war eine Katze und meine Katze hasst andere Katzen. Das war bestimmt anstrengend für sie. Oh ja, meine Katze hat auch andere Katzen gehasst und trotzdem haben sie mit das zweite können leben. Ja, sicher noch mit einem bellenden Hund wahrscheinlich richtig stressig. Wir haben mal auf dem Hof, auf dem wir wohnten, eine Babykatze. Och jös, Kitten. Oh, die sind super cute. Ich hätte so gerne einmal eins gehabt, ich habe nie eins bekommen oder nie eins dürfen. Oder wir haben nie die Möglichkeit gehabt, zum eins kaufen oder adoptieren. Genau, meine beiden sind erwachsen gewesen. Das Bild sieht cool aus. Und das Doofe. Ja, Zoe. Und mein... Hä? Habe ich da vergessen, das Rennen abzugeben? Oder... Moment, ich muss noch schnell. Meine Mutter hatte vor ca. 2 Wochen eine Tierarztversicherung gemacht und die würde erst in 2 Wochen gelten. Und genau in diesem Zeitfenster, wo das nicht gegolten hat, ist sie krank geworden und wir mussten dann alles selber zahlen. Oh nein, das ist richtig eklig. Was genau in der Zeit passiert ist, die Chance ist jetzt nicht gerade so groß. Ich muss jetzt dann nochmal retten, weil ich ihr das Rennen nicht abgeben. Kann ich nicht folgen. Habe ich das schon vorgelesen? Oh Gott, ich bin überfordert, Leute. Meine Freundin hat im Haus 2 Hunde, 50 Fische, eine Katze, 10 Meerschweinchen und 3 Rennmäuse. Ui, das ist sehr viel. Ziemlich viele Haustiere. Eine richtig bunte Mischung. Also fragt mich nicht, was ich da mache. Ich habe voll nicht aufs Spiel geachtet. Ich habe scheinbar das Rennen nicht abgegeben. So, jetzt. Perfekt. So, was soll da bleiben? Das ist mega Stress für die Katze. Ich verstehe nicht, wieso das nicht ein wenig getrennt wird, zumindest Hund von anderen kleinen Lebewesen. Genau, bei meinem Tierarzt war auch alles zusammengemixt, wo ich mit meiner Katze als mit der einen gewartet habe. Ist auch so ein Hund gewesen, der hat die ganze Zeit zu meiner Katze wollen. Also wirklich so, will zu meiner Katze laufen. Und sie einfach da chillt und der Hund auch geschaut, glaub's. Genau. Voilà. Wir hatten mal mehrere Katzen, 4 Pferde und 3 Ziegen. Cool. Also eigentlich ein richtiger Bauernhof, kann man fast schon sagen. Und Geißel sind auch super cute. Vor allem, habt ihr schon mal Babygeissen gestreichelt? Also Babyziegen. Die sind so flauschig. Das glaubt ihr gar nicht. Also, Babygeißli sind super herzig. Und super flauschig. Und der kleine Maya ist halt circa ein Jahr alt, also 11 Monate. Und jetzt schon so krank, die Arme. Sie hat auch Fieber, aber zum Glück konnte der Tierarzt Fieber mildern. Oh, ich habe gemeint, sie heißt Maya. Ich habe das überlesen, die kleine Maus. Okay. Ja, okay. Mein Hobby ist Hobbyhorsing. Cool, Clara. Hobbyhorsing ist toll.
Ich muss sagen, ich habe zwei Hobbyhorses. Eine Zeit lang hatte ich drei. Sie heisst Lilly. Ah, okay. Nicht dran gewesen, oder? Ähm, ja, ich habe zwei Hobbyhorses. Das eine heisst Brego und das andere heisst Linda. Genau. Wir hatten mal eine Babyziege, die hieß Tiure oder Tayure, wie aus Wiki und die starken Männer. Aber die war dann gestorben, leider. Oh nein, das Babygässchen, das gestorben ist. Oh, das Arme, was hat es denn gehabt? Nein, also was ich auch gerne mache, ist mit meinem Hobbyhorse einfach durch die Wohnung laufen und dabei im Takt so rumhüpfen, rumlaufen, was auch immer. Also im Takt von Musik. Das war mega toll. Gewesen. Und egal wie alt es man ist, solange es einem Spass macht, ist man nicht zu alt dafür. Das habe ich von einem grossen YouTuber gelernt. Ich glaube, ich bin mir nicht so erinnern, es ist so YouTuber, ich weiß aber nicht, ob es der Fabi war, der das gesagt hat. Ist schon über ein Jahr seither. Auf jeden Fall hat das jemand gesagt. Und der hat so etwas von Recht damit. Weil ich meine, ich bin jetzt nicht gerade die Jüngste und habe trotzdem zwei Hobbyhorses. Wir haben es irgendwann herausgefunden, also dass es so gut geht. Und nein, es hat wieder gegessen und gespielt. Wenn die Katze nicht isst, das ist eklig. Meine hat dann sogar das Nassfutter verweigert, weil sie mir nicht mehr vertraut hat. Ich habe ein Steckenpferd, das eine Socke ist. Das ist mein Happy Horse. Das habe ich auch noch. Also meinst du Hobby Horse oder Happy Horse? Happy Horse sind auch cute. Okay, Leute, ihr schreibt das so viel, ich komme fast nicht nach. Ich bin da eigentlich nur am Chat vorlesen. Apathisch, also Ivy lag sie so da und hat auf nichts mehr reagiert, war für alles zu schwach und irgendwann haben wir Blut im Katzenklo gefunden. Dann sind wir sofort zur Klinik. Ja, das würde ich auch. Ähm, ja, sobald Blut irgendwo sichtbar ist, vor allem im Klo, dann ab zum Tierarzt damit. Hobbyhorse, genau. Also Hobbyhorses gibt es auch, so selber gemachte, mit einem Socken. Wieso nicht? Also meine beiden sind gekaufte. Das eine habe ich sogar aus der Ikea. Das gibt es aber auch schon lange nicht mehr. Und das andere, glaube ich, irgendwo in Deutschland postet. Genau. So, dann einmal das da. Aber eben, eigentlich bin ich froh, aus Kostengründen, dass ich keine Katze mehr habe, weil allein das Futter, sie haben Tierarztfutter gebraucht. Und allein das ist mit der Zeit so teuer geworden. Wir dachten eigentlich, es ist besser geworden, weil das eitrige heutige Zeugs weg war und sie Energie hatte. Aber seit heute ist es wieder schlimmer geworden. Wir vermuten auch Fieber und wollen, wenn es schlimmer wird, morgen wieder zum Arzt. Auf jeden Fall, Zoe. Wenn ihr merkt oder den Verdacht habt, dass ihr wieder ein bisschen schlechter geht, dann geschieht ihr zum Tierarzt und nicht abwarten. Oder so. Ich glaube, ich bin die einzige SSO-YouTuberin, die live streamt und dann ein Spiel pausiert, nur zum den Chat vorlesen, weil ich nicht beides gleichzeitig kann bei so grossen Nachrichten. Aber hey, ich hoffe, es stört euch nicht. So wie ich da streame. Also mit Pausieren, Uppeln und Sprünge nicht schaffen und alles andere. Nein, Joker, jetzt komm. Gefühlt auch vor Moment. Gut, schaffe ich das noch? Bitte, bitte, bitte. Knapp. Und das ist eitrige Ding ist auch wieder geworden. Sie hat und sie geht nicht mehr aufs Klo und die Menge dieses blutigen Etwas ist auch mehr geworden. Und wenn man sie in der Blassengegend anfasst, schreit sie gefühlt auf vor Schmerzen. Maybe gehen wir auch wieder in die Klinik. Wäre halt so toll. Okay, es klingt sehr heftig. Ich würde dringend zum Tierarzt, wenn das eitrige Ding ja schlimmer geworden ist.
und sie in dieser Gegend wirklich schreit, wenn man sie berührt. Oder gefühlt schreit, dann ja, es klingt fast schon ein bisschen nach Notfall. Vor allem, weil da auch Blut mit dem Spiel ist. Und ja, also das wäre mein Rat, einfach sofort oder schleunigst so schnell wie möglich zum Tierarzt oder Klinik. Weil wenn sie schon behandelt worden ist, jetzt aber das wiederkommt, dann ja, geht ja leider die Zugklinik wäre teuer, aber ich denke, wir gehen wieder. Oh nein. Ja, Tiere sind leider extrem teuer in der Haltung. Aber eine heftige Entzündung. Eine Blasenentzündung, wie du vorher gesagt hast. Ah, richtig brutal, die arme Katze. Ich hoffe so sehr, dass ihr geholfen wird. Genau. Also meine eine Katze hat zum Glück auch. Also sie hat wirklich viel gehabt. Aber so etwas noch nicht. Habt ihr probiert, mal eine Wärmflasche zu machen? Natürlich nicht heiß. Die in einer kleinen Decke einwickeln. Sollte etwas helfen gegen Schmerzen wie bei uns Menschen. Das kann sein. Also, Zoe, probier das einmal. Vielleicht hilft's. Kriegt sie Antibiotika? Das fragt mich auch gerade. Oder hat sie bekommen? Und aktuell gerade nicht, oder wie ist das? Wir haben es probiert, aber es rennt dann unter mein Bett in die tiefste. Oh nein. Okay, es kommt Antibiotika über, aber lässt sich nicht helfen mit einer Wärmeflasche. Ah. Ja, das ist ein bisschen tricky. Also eben mein einziger Rat, den ich kann geben, so schnell wie möglich zum Tierarzt. Wenn es aus Kostengründen nicht geht, dann Tierarzt. Und wenn es von den Kosten her geht, dann Klinik. Dann leg die vielleicht dahin, schaffe ich einen gemütlichen, sicheren Ort, dort wo sie sich steckt, also wenn das geht. Ja, es wäre ein Versuch wert, oder? Übrigens, sorry, jetzt mal ein anderes Thema. Wenn du Discord hast oder wenn sonst jemand anderes von euch Discord hat, in meiner Kanalinfo ist der Link zu meinem Discord-Server. Ich habe jetzt einen komplett eigenen Server, selber aufgebaut und alles. Wenn ihr wollt, könnt ihr dort joinen. Wenn nicht, auch okay. Genau. Wenn ich würde ich auf jeden Fall nochmal fahren oder zum Tierarzt morgen, wenn sich nicht verbessert, was Medikament. Ja, das ist hab mal meine Katze als BB-Profilbild wahrscheinlich. Wenn man was erkennen könnte, könnte ich sie sehen. Ich habe mich gestern bei Discord registriert. Ah, cool, Raya. Machen wir auf jeden Fall. Gut. Na, auf jeden Fall gute Besserung an deine Katze. Ich hoffe so sehr für dich, dass es wieder besser wird. Weil ein Tier sollte nicht einfach so leiden, man sollte ihm helfen. Gut. Ich hoffe, das Wort hat nicht falsch stöhnt, meine Güte. Genau. Kann du Russisch? Ob ich Russisch kann? Ich kann es mal ein bisschen können. So einzelne Wörter. Und ich kann das russische Alphabet können schreiben. Aber so frei reden habe ich nie können.
so vereinzelte Wörter oder zumindest ein Wort kann ich noch. Genau. Ich hoffe auch, das macht mich gerade richtig kaputt. Okay, wenn es euch wieder kaputt macht, dann müssen wir gescheiter das Thema wechseln, weil ich will nicht, dass ihr da belastet werdet in meinem Stream. Gescheiter das Thema wechseln, ein bisschen über etwas Fröhliches reden oder schreiben. So grau, beige mit ein bisschen Tigerung an Beinen, Bauch und am Schwanz. Jö, das sind nachher mega herzige Katzen. Ich bin Hälfte Russin. Cool, Clara. Vielleicht verstehst du das, Kaktila. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ich habe es so gelernt. Irgendwie so sollte es heißen. So, wenn ich nochmal frage, so ist das die Entzündung aus halb innerhalb. Es tönt ein bisschen nach innen dran, wenn Blut am Popo ist. Und im Klo selber. Aber ich weiß es nicht. Bactila heisst, wie geht's? Genau! Das weiß ich, Clara. Dann gibt es die Antwort Chorschos Passiva. Oder so ähnlich. Das heisst, mir geht's gut, danke. Oder? Denn da offensichtlich ja. Und das ist jetzt das Einzige, was ich noch kann. Ich kann nur ein bisschen. Moment. Was sie heißt, danke. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat es irgendwie so etwas geheißen. Ich kann nur ein bisschen diesen einen bestimmten Teil von dem Song Eva Vintage. Okay. Da muss eine Wunde im Inneren sein. Passiva. Ja, ich habe gemeint, Chorschos Passiva heisst Danke, mir geht's gut. Habe ich gemeint. Zumindest habe ich das so gelernt. Aber jetzt, ich bin kein Profi im Russisch, darum bitte nicht auslachen, wenn es etwas anderes heisst. Genau. Ich finde die Aussprache schwierig, weil man das so betonen muss. Ja, ich habe es jetzt mit, es hat mal damals noch auf dem iPod, also im App Store hat es eine App gegeben, wo hast du Sprache lernen. Und da habe ich dann Russisch ausgewählt, weil ich bin dort so Europapark-Fan und habe Russland dort noch cool gefunden. Und, Joker, was wird das? Ja. Ich meinte ja, es heißt Danke und da heißt ja. Genau. Also das Passive heißt wirklich Danke. Oder ähm, genau, ich weiß gar nicht mehr, wie die App geheißen hat. Die gibt es safe nicht mehr. Ist schon jetzt irgendwie über 10 Jahre her. Hast du eigentlich Discord? Ja, habe ich. So Jun. In meiner Kanalinfo findest du den Link zu meinem Discord-Server. Ich habe es jetzt extra auf Deutsch gesagt, damit du gut verstehst. Genau. Und Clara hat auch Discord. Dann könnt ihr gerne auf meinen Server, aber mir natürlich nicht. Genau, Discord ist ein das heutige Teamspeak. Kennt jemand von euch noch Teamspeak? ähm, das war früher das Discord eigentlich. Genau, also wer will join auf meinem Server, dann nur zu. In der Kanalinfo ist der Link. Und jetzt geht's ab zu der Rennstrecke von der Baroness. Was kann man auf Discord machen? Man kann miteinander chatten. Man kann an einer Community beitreten. Man kann miteinander reden. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich jetzt gerade weiss.
Also Rennstrecke. Irgendwann habe ich euch beide da verloren, die mitgeritten sind. Also so Jun und Raya. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Aber ich finde mich da bei der Rennstrecke. Da bin ich jetzt für 4 Rennen lang. Bist du gerade auf Discord? Ich kann schnell nachschauen, ja. Jetzt ist die Frage, soll ich dir da etwas zeigen oder soll ich. Oder. Ja. Also ich kann Discord auf dem PC oder könnt es schnell auf dem Handy aufmachen. Und ja. Ich komme zu dir, Ines. So. Alles klar. Muss man mal sagen, Smashes Outfit. Smash heißt das gut, oder? Aber danke, Clara. Ist inspiriert von einem anderen Game. Vielleicht erkennt man es. Ja, cooles Outfit. Danke. Ja, ich bin mit den heutigen Jugendwörtern nicht so im Klaren. Ich weiss zum Beispiel nicht mal, was Slay bedeutet. Was die ganze Zeit im Chat geschrieben habe, stehe immer noch bei der Reiterin. Oh, okay, jetzt aber Dali. Ab zu der Rennstrecke. Wir sind schon lange nicht mehr bei der Reitarena. Aber alles gut. Genau. Ich konnte dir vorher nicht folgen. Ja, hast du geschrieben wegen der Golden Hills. Du hast auf dem Account gar noch nicht freigeschaltet, oder? Du musst Level 12 sein, glaubst du. Genau. Aber bald geht es zum Observatorium rauf, weil ich da bald fertig bin. Also jetzt das einfachste Rennen von allen, aber es tut am längsten, weil man da zweimal rundum muss. Klar, süßer mit den südlichem Namen. Wie meinst du? Yes. Aha, oh mein Gott. Ich habe es erst jetzt gecheckt, ich habe den Wellensittich gar nicht gesehen bei deinem Namen, Clara. Darum jetzt kurz verwirrt, was Dreier da gerade geschrieben hat. Hä, es hat doch gar nicht Wellensittich im Namen drin. Aber das Emoji, oh mein Gott. Bin ich wieder mal auf dem Schlauch gestanden. Entschuldigung. So. Kann ich ins Observatorium? Okay, dann, das sind wir beide. Dann wäre Waledale das nächste nach dem Observatorium. Genau. Schnell all die Rennen abgehen. So. Wie weit bin ich jetzt da eigentlich? Oh, wenn habe ich denn das geschafft? Ja, cool, sag ich nicht nein. Okay, dann Observatorium und dann nachher Waledale. Da die einen Lichtrennen. Okay, let's go. Let's go zusammen. Let's go, Leute. Also es gibt auch einen anderen Weg zum Observatorium. Man muss nicht die Seilbahn nehmen.
Man kann auch aufreiten. Es gibt irgendwo so ein kleines Tunnel, so ein ganz kurzes. Irgendwo Anfang von der Hollow Woods. Und dort kann man dann einfach aufreiten. So. Ich weiß aber, ich habe dort gar nichts zu erledigen. Ah, okay, du hast das Rennen gar noch nicht. Oder stimmt, bei Level 2 ist es unwahrscheinlich, dass man das Rennen schon hat. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass es die Seilbahn gibt. Okay. Ja, ich bin in einer Nebenquest, kann man die aufbauen. Moment. Freundin, willst du mit mir ein Pferd kaufen? Ich? Nee, ich habe keine Starcoins, Freundin. Ups, habe 17.000 Starcoins. Ich. Ach du. Heilette, meinst du Heilige? Okay, 17.000, das ist schon extrem viel. Ja. Hat sie sich denn trotzdem ein Pferd gekauft? Okay. Sogar noch reicher als ich. Ich will nicht angehen, aber ich habe mal 111.000 Starcoins gehabt. Auf meinem alten Hauptaccount. Das sind jetzt alle weg. Aber 11,9k. Oh, das ist auch viel. Aber es gibt jetzt eine Starcoin-Sperre. Ich weiß aber nicht, wie hoch das die ist. Ja, ich habe damals ein bisschen investiert in diesen Account. Und darum 111.000 ist das höchste, was ich je gehabt habe. Aber alles zusammenzählt ist noch viel höher. Was? Viel höher? Verrückter und höher geht höher, oder? Was habe ich vorher gesagt? Hä? Oh mein Gott. Mein höchster Starcoin. Mein höchster Starcoin-Preis war 1000. Okay. 1000 ist auch okay, damit kannst du ein Ross kaufen. Oder jede Menge Ausrüstung. Fünf Starcoins ist jetzt auch ziemlich wenig. Aber, ja, ich habe jetzt glaube ich auch 18 Starcoins, also ich bin ziemlich brokey-mokey. Nein, 28 habe ich. Genau, ziemlich broke gerade. Und ja, hoppala. Durchgespart. Okay, 3 hat alles gespart. Nice. Ich würde jetzt aufgehen, muss morgen wieder früh arbeiten, leider. Aber ich wünsche euch und dir noch einen schönen Abend. Danke, Soyun. Dann gute Nacht und viel Spaß beim Arbeiten morgen. Und ja, dir auch noch einen schönen Abend. Und dann mach's gut. Schön, dass du da gewesen bist. Wie viele Jahre alt bist du? Klar, ich bin 25. Also 25. Schon ziemlich alt. Nein, will ich jetzt nicht sagen, aber genau. Was habt ihr meint, Licht trennen? So. Ja, ja. Also, wie gesagt, okay. Mal schauen, ob ich den magischen Rösser finde. Perfekt, da vorne ist er schon. Hoi, Midnight. Hallo. So.
Er ist halt auch schön, aber ich habe ihn mega schnell ausgelevelt, gehabt, wo ich ihn gekauft habe, weil er mir irgendwie damals nicht gefallen hat. Aber hey, jetzt finde ich ihn irgendwie richtig cute. Mal die Laubhaufen einsammeln. Dann die Arbeit ist momentan super stressig. 2 Leute im Urlaub und einer krank und wir sich ein kleiner Betrieb mit nur 9 Leuten und ich bin die Einzige, die Vollzeit arbeitet. Oh no. Ja, das ist stressig. Aber hey, viel Kraft in diesem Fall. Und es ist bald Wochenende. Sehr positiv. Aber schön, dass du da bist. Hat mich gefreut. Okay. Ciao, muss schlafen. Alles klar, Clara. Gute Nacht. Und auch schön, dass du da bist. Ich darf am Wochenende zu meinen Katzen und zu meinem Vater. Ah, schön. Das ist toll, Raya. Dann genieß es dort. Noch ein bisschen Licht einsammeln. Perfekt. Ups, ja genau. Genau. Der Joker will nicht springen. Oh, und Aurora wäre da. Oh, bitte bleib da. Bitte lauf nicht weg, Aurora. Bitte. Bis zum Wochenende live. Ich habe gedacht, wahrscheinlich Samstag oder Sonntag. Also erst in ein paar Tagen wieder. Ja, ich bin so alle paar Tage live. Mal schauen. Je nach Lust und Laune. Und ja. So. Dann geht's ab zum anderen Licht rennen. Und da ist gerade ein Club. Wahrscheinlich. Hätten es nur noch 2 kleine Wölkchen, die zuschauen. Meistens freue ich mich auf meine Katzen. Cool. Katzen sind toll für die es gerne haben. Aber ich könnte auch stundenlang über Katzen reden, weil ich da selber viel Erfahrung habe. Und genau. So, dann einmal das Licht dran. So, ich bin jetzt bald bei dir. Alles klar. Hoppala. Ups, jetzt sagt man schon Joker, nicht stehen bleiben. Jetzt schaut nur noch ein kleines Wölkchen zu.
So. Glühwürmchen sammeln. Und weiter geht's. Es passt gerade. Moment. Es passt gerade, dass du einen anderen Charakter ausgewählt hast. Dann muss ich nicht mit meinem Account kommen, wo ich keine Pferde zum Leveln habe. Das kleine Wölkchen bin ich. Ja, das macht Sinn. Genau. Oh, der Twinkle ist da. Perfekt. So, Twinkle, warte auf mich. Warte auf mich. Perfekt. Werden schon 3 magische Pferde. Da. Aber ich hoffe, dir gefällt der Stream bis jetzt. Und ja. So. Dann, die 2000, was ist schon wieder 2000 oder? Wenn ich kann. Ich habe genug Gartenpulver. Perfekt. So, komm schon, Joker, jetzt gehst du da rauf. Perfekt. So. Gut. Dann einmal das hin. Der Sophie. Oh, da hinten ist nochmal eine gefangene Tasche, glaub's. Muss ich nachher noch schnell annehmen, wenn ich es nicht vergesse. Hoppala, nein. Gut, ich bin durchgekommen. Ich habe heute Abend wieder Pizza gemacht. Die war so fein. Ich habe noch 2 Stück übrig. Die esse ich dann wahrscheinlich nach dem Stream oder morgen, je nachdem. Genau, ich habe gerade absolut nichts zu erzählen. Wieder einmal. Ähm. Genau. So, dann geht es auf zu den Druidenkoppeln. Und dann dort noch ein Training machen. 3 kleine Wölkchen. Jetzt sind es wieder nur 2. Auf jeden Fall Sally an dich, der da zuschaut. Also neben der Reihe. Ja, freut mich, dass du da bist. Und ja. Stufe 25, das passt dir gerade. Oh, Satteldecke. Cool. Würde da passen. Das passt eigentlich noch, aber ich bleibe bei der. Also, Druidentraining. Ich bin währenddessen in Wildale und... Okay, nachher gehe ich zum Wildale See. Kannst vielleicht schon mal dort hin, wenn du willst.
Happening, Geisterlichter, perfekt. Ich glaube, ich mache jetzt nur das. Nachher geht es ab zum Welldale-See. Nachher Firgrove, Starshan Ranch und so weiter. Ach, komm schon. Ist heute ein bisschen mühsam, da die Lichter zu sammeln. Vor allem, wenn man drüber springt. So, nur noch 2, dann habe ich's. Na komm. So. Perfekt. Also, dann geht es jetzt ab zum Welldale See. Welldale See. So. Okay, dann fange ich dann mal an mit der Rennen. Achte nur deine Strecke, ich finde immer wieder Sachen zum Aufsammeln. Okay, dann musst du da nicht mit stressen. Ist vielleicht viel entspannter, Sachen einsammeln. So, jetzt sind wieder nur wir beide da im Stream. Die andere Person ist wieder raus, vielleicht weil ich zu wenig geredet habe. Aber eben, das ist auch so ein Punkt. Ich rede einfach zu wenig in meinen Streams. Und ich habe das Gefühl, das vergrault Zuschauer. Also ein paar zumindest. Ja, genau, Joker. Darf einmal im Baum rein. Genau. Also eben, die anderen Streamer haben permanent etwas zum Reden. Und ich gebe mir extrem Mühe, um etwas überhaupt zu sagen. Genau, damit die Zuschauer nicht wieder weggehen, damit ich sie nicht vergraulen oder verscheuchen. Und ja. Nebenbei auch am Level, deswegen bin ich selten im Chat, aber ich lasse zu. Ah, okay, Dori. Dann in dem Fall bist du da auch noch im Stream drin. Ja, aber dann redet man ja auch über irgendeinen Blödsinn, wo vielleicht der andere gar nicht interessiert. Also was macht Sinn, nochmal die Schnauze? Also was macht Sinn, nochmal die Schnauze zu halten? Ja, gescheiter schlaue Sachen, also schlaue Sachen, das ist ein bisschen blöd, aber gescheiter etwas Sinnvolles sagen, wo vielleicht auch bei anderen auf Interesse stößt. Anstatt einfach irgendein Blödsinn, wie zum Beispiel Quack, Quack, ahoi, ich bin jetzt ein Frosch. Ich quack jetzt nur noch. Weiß auch nicht, irgendwie so etwas. Genau. Ich meine, ich nicht böse. Wie meinst du? Du meinst es nicht böse, oder? Ja, die Schnauze eben ist jetzt schon ein Kraftausdruck, ja.
Gut, ich kenne einen Hundehalter, der das ständig schreit, dass der Hund Schnauze haben sollte. Also wenn man jetzt alles kommentiert, ja, ich hätte jetzt einen Berg oder so zum Beispiel. Ah, so etwas meinst du, okay. Na gut, wenn man nichts zum Sagen hat, dann tut mal das Spiel kommentieren, was man dort gerade macht. Ja. Zum Beispiel jetzt nach dem Motto, ich hätte jetzt da gerade über die Brücke und dann dort rauf zum anderen rennen. Also ich bin offen für Kritik auf jeden Fall. Also wenn du meinst, dass ich jetzt aufhören soll, das Spiel kommentieren, zum Beispiel sagen, ich hätte jetzt da rauf und jetzt gehe ich zu dem und dem rennen, dann schaue ich, dass ich das irgendwie ändern kann. Und ja. Aber irgendetwas muss ich ja sagen, weil sonst interessiert sich auch niemand für den Stream. Ich genieße auch mal die Ruhe. Ja, die Ruhe kann auch mal schön sein, aber nicht alle geniessen das. So. Nein, oh, ich wäre fast in die Stange rein. Hey, hey, hey. Das war so knapp gewesen. Also ich habe das Gefühl, das freie Reden wird immer besser. Aber ich bin es auch ziemlich am Üben gerade. Und ja. Der ab und zu fragt mich einfach so, dass einige Zuschauer einfach nicht bleiben. Und dann vermute ich eben, es ist wegen dem zu wenig Reden. Finde ich auch. Ja. Ja, ja. So, das Moos will ich noch. Dann ist es nicht ihr Chat. Ich weiß jetzt den Zusammenhang leider nicht mehr. Genau, also wenn sie ständig wieder rausgehen, dann ist der Stream einfach nicht für dich. Aber dann ist die Frage, wieso schaut es denn überhaupt rein? Wenn sie von Anfang an gar nicht interessiert. So, einmal Firgrove. Ich finde die Rennen da eigentlich noch mega toll. So ein Schluck Wasser. Okay. Ich schaue auch manchmal rein und gehe dann wieder raus, wenn ich merke, ich bin nicht in Stimmung für live. Okay, ja. Wenn man nicht in Stimmung ist, dann kann man das auch machen. Aber weiß man das nicht im Voraus, wenn man nicht in Stimmung ist für ein Live? Egal. Genau, dann wir gescheiter das Thema wechseln, so schaltet das noch ein bisschen aus und das will ich nicht. Genau, ich will es gut haben mit euch, darum. Ja. Aber es ist halt so, man kann nicht allen gerecht werden. Einige wollen, dass man viel redet, andere mögen die Ruhe. Und da gibt es leider keinen Mix davon. Also manchmal kann man ruhig sein, manchmal kann man viel reden. Aber dann kann man nicht beiden Seiten gerecht werden. Und das ist halt schon ein bisschen doof. Nein, ich auch keinen Streit. Dein Stream gefällt mir sehr und du bist ein toller Mensch. Oh, danke Raya. Du ebenfalls. Und du machst mega tolle Videos, finde ich. Also ich freue mich auf jedes Video. Und genau. Also geschieht ein bisschen, das Ganze ein bisschen, ja, es ist schon wieder das Gegenteil von
ausarten. Ich weiß es nicht mehr. Am Wochenende gehe ich nach Biel mein Gute besuchen. Ich tue schnell das Rennen pausieren. Ich bereite mich jetzt schon mal auf den Berner Dialekt vor. Ja, das kannst du auch. Und «iu» kannst du mal darauf achten, ob wenn man mal «iu» sagt und dann kannst du an unseren Stream zurückdenken, wo ich den «iu» gelevelt habe mit dem Berner. Und eben merke, Berner sind nicht immer langsam. Mein Ross ist ein Berner, der «iu», und ich bin Zweite geworden mit dem. Gib mir nur Tipps, ich bin offen. Okay, was kann man denn da groß für Tipps geben? Ich finde deine Videos so gut. Also, halt den Stil bei, so mit dem Reinzoomen und so. Ich finde es mega toll. Und ja, also Tipps kann ich jetzt leider nicht groß geben. Vor allem das Lustige ist, mir hat mal ein Berner das Wort «Aue» erklärt. Und ich habe vergessen, was es bedeutet. ähm, ja, es ist aber schon lange seither. Also wirklich jetzt etwa 10 Jahre, wo er mir das erklärt hat. Und ja, es war lustig gewesen. Damals noch auf einem Minecraft-Server, der auch schon ewig lang nicht mehr existiert. Er redet kann was werden mit ihrem Mann. Ich weiß, es wird natürlich nicht alles so, aber redet wirklich Zeitlupe. Oh nein. Ja, es gibt einen Berner, der normal redet. Ich kenne auch einen. Und ja. Also ich versuche manchmal schon ein wenig ruhiger zu werden, aber beim Pferdekampf bin ich in meinem Element. Genau das ist das Richtige rein. Bist einfach du selber. Auch wenn du mal ausflippst oder dich freust oder was auch immer. Bist einfach authentisch. Genau, das wäre ein Tipp von mir, einfach authentisch bleiben. Einfach so sein, wie du bist. Und dann musst du dich nicht verstellen. Und ja, das wäre so mein Tipp an dich. Weil wenn du dann streamst zum Beispiel, dann wird es schwierig, um das beibehalten. Zum Beispiel vorgestern habe ich mich auch abnormal gefreut, weil ich Zweite im ULD Champion geworden bin. Und dort habe ich es auch voll rausgelassen. Also ich habe mich ein bisschen gebremst, aber ich wäre am liebsten so extrem ausgeflippt. Und ja, und ich versuche das irgendwie auch auszuleben. Und ja, einfach dich selber sein. Es ist so, wie wenn ein Menschen einen Menschen kennenlernt. Genau, das ist etwas Gleiches. Einfach sich selber bleiben, weil ja, dann ist es eigentlich so, dann musst du dich nicht weiter verstellen, so wie der dich kennengelernt hat. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Chris Darshan Ranch. Also für mich kannst du ruhig ausleben, das macht man manche YouTuber auch so. Ja, ich bin da dran am Üben, um mein wahre Ich rauszulassen. Aber mein wahre Ich ist halt schon ein bisschen extrem am Ausflippen und so. Oder zum Beispiel, wenn es auch um meine Herzensinteressen geht, mm, ähm, dann kann ich kein Stoppen mehr beim Reden. Dann rede ich praktisch nonstop, ich hau Fakten raus wie nichts. Alles, was ich dann über das weiss, baller ich raus. Genau. Und eben, ich bin da in letzter Zeit vor allem dran, mein wirkliche Ich kennenzulernen, weil durch das ganze Mobbing und alles habe ich gelernt, so mich maskieren oder irgendwie so etwas. Oder einfach, dass ich nicht korrekt bin, so wie ich bin. Und ja, weil ich bin so viele Menschen haben versucht, mich zu ändern, sechs Kleiderstil, sechs die Wohnung, sechs äh, die Katze schwebt. Ähm, speziell. Genau.
Aber so viele Menschen haben versucht, mich zu ändern und jetzt sage ich einfach Stopp, jetzt lebe ich mal mein eigenes Ich aus. Und wenn man sieht, wie das rauskommt, Moment, ah ja, gut, ich habe die Quest angenommen. Meine Wohnung ist inzwischen voll mit dem einen Logo von meiner Lieblingsmarke, also wirklich überall siehst du das inzwischen. So wie damals mein Kinderzimmer ist voller Poster und Heftli und Bücher und Filme gsi von meinem Lieblingsfilm, weil der ist damals meine absolute Herzensinteresse gsi. Und darum ist dort auch alles voll gewesen. Ich habe so sinnlose Klatschheftli gepostet im Kiosk, nur weil ein einziger Beitrag über meinen Lieblingsfilm vorgekommen ist. Und ja, das war eine mega tolle Zeit gewesen. Und ja, und es passiert wieder genau das Gleiche, einfach mit meiner Lieblingsmarke. Ich bin so besessen davon, es ist unglaublich. Okay, da gibt es etwas zum Machen, da liegt Dings umeinander. Mach, da, mach das die beste Stärke, die du haben kannst, ein starkes Selbstbewusstsein, sei stark. Ja, das ist Selbstbewusstsein ist auch wichtig. Ähm, aber eben durch meine Erfahrungen nicht so einfach. Vor allem Selbstvertrauen habe ich sozusagen eigentlich gar nicht. Aber ich versuche das aufzubauen. Aber es ist schwierig, genau. Ähm, ja, also ich versuche es. Und ich glaube, YouTube hilft auch ziemlich. Ja, wenn ich so sehe, dass andere meine Videos schauen und es kommt und geht. Ja, kann man auch so sagen, ja. Gut, die mit den Hühnern tanzen, aber zuerst einen Schluck Wasser. Und stress dich nie. Ja, das ist auch wichtig. Vor allem, ich habe jetzt das Doofe ist, ich habe jetzt so einen Druck, um jeden Tag ein Video rauszuhauen. Und ich glaube, ich reduziere es ein bisschen, so dass nur in ein paar Tagen Videos kommen. Dann ist es zwar ein bisschen unregelmäßig, so wie Streamen. Aber ja, dafür habe ich dann für einen längeren Zeitraum Content, bevor mir der ausgeht und ich wieder keine Idee mehr habe. Ja, ich glaube, ich reduziere meine Videos auch nicht mehr täglich Videos raus. Aber dafür tue ich mehr Qualität rein. Also ich versuche immer Qualität rein zu tun. Aber manchmal klingt es mir halt nicht so. Ich bringe jetzt auch fast jeden Tag ein Video raus. Okay. Ja, fast jeden Tag ist besser als jeden Tag. Weil irgendwann hast du keine Idee mehr, irgendwann hast du einfach alles gemacht, was man machen kann. Und Joker, komm. Nein, nicht oben stapeln. Bitte, 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 bist so gut. Gut. Nein, also ich würde es jetzt auch auf jeden zweiten Tag reduzieren. Dann zwar noch, immer noch viel, aber ich versuche es. Genau. Weil bei mir ist eher so das Problem Thema Videoideen. Ich habe noch jede Menge, aber irgendwann hast du einfach keine Idee mehr. Das ist bei mir das Problem. Also ich würde sagen, morgen tue ich ein bisschen Videos aufnehmen, ein bisschen vorproduzieren und so. Und ja, damit ich dann ein paar Tage kann entspannen und so. Oder weitere Ideen sammeln. Und genau. Also ich will, dass YouTube jetzt kein Stress ist, also kein Stressfaktor, sondern einfach entspanntes Hobby. Und ja. Und ich bin jetzt auch nicht auf YouTube angewiesen, weil ich da Geld verdiene oder so, das tue ich nämlich gar nicht. Und darum habe ich da eigentlich keinen Druck, ich mache mir den selber. Und ja. Ups, ja toll, jetzt bin ich gerade von 2 Steppenläufern verwünscht worden. Sorry, war kurz weg. Alles gut, Raya. Muss kurz was machen. Okay, einfach kein Stress. Komme gleich wieder. Okay, bis später, Raya. Und der Joker ist Level 10. Juhui. Alter, schon Level 10, das geht richtig schnell.
Okay, Dinotal. BD. BB. Dinotal, nächstes am ganz Lagerplatz. So, da kann ich schnell etwas nachwechseln. Bin ich jetzt da? Oh mein Gott, wie cool. Leute, ich habe gerade gesehen, wir haben 60 Abonnenten geknackt. Ein riesiges Danke geht euch alle raus. Ihr seid einfach die besten Leute. Und ja, vielen herzlichen Dank für 60 Abonnenten. 61 eigentlich. Aber hey, danke vielmals. Freut mich riesig, dass euch meine Videos und meine Livestreams gefallen. Dass es euch so gefällt, dass ihr mich abonniert. Ja, kann ich einfach mal sagen. Einen gemeinsamen Moment habe ich auch noch. Aber der löst sich nach dem Rennen ein, weil das Rennen ein bisschen tricky ist. Obwohl, jetzt geht es eigentlich schon. Das da. Okay, einmal da weg um. Doch, über was kann ich noch so schön reden, um auch Dori ein bisschen unterhalten, die da wahrscheinlich noch zulässt. Genau. Dori tut mich immer an Fisch aus Nemo erinnern, also von Findet Nemo. Ich weiß, es ist jetzt nur ein Zuschauer, aber wer von euch kennt den Nemo? Von, heißt der Pixar, Disney, DreamWorks, irgendwie so etwas? Ich glaube sogar Disney. Aber ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Ist der Nemo von Disney? Genau, dort gibt es ja Dory. Und sie ist mein Lieblingscharakter übrigens. Ich habe sie so früher so toll gefunden. Und ja, dann geht es ab nach Südhof. Nein, ich weiß nicht, ob ich gerade Dory so toll gefunden habe in diesem Film. Auf jeden Fall habe ich bei Findet Dory müssen brüllen. Südhof, 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 Südhof. Genau, ich bin dort in einem Hotel und meine Eltern im Nebenzimmer. Und ich so, nicht brüllen, nicht brüllen, nicht brüllen. Ich muss mich jetzt mega zusammenreißen. Und ja, es ist so ein emotionaler Film, ich habe den voll gerne geschaut. Und ja, ich könnte den wieder mal schauen, der war echt mega schön gewesen. Was jetzt auch schon irgendwie, wann war das gewesen? Irgendwann in den 20er? 20. Moment. Oh, ich weiß gar nicht, wann es ist. Auf jeden Fall in den letzten 5 oder 6 Jahren war das gewesen. Dann sagen wir, in den letzten 6 Jahren habe ich den Film geschaut. Und ja, wahrscheinlich schaue ich ihn bald wieder. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich tue gerne bei Filmen und Serien brüllen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber ich liebe das. Genau. Ich bin richtig gern emotional bei Filmen und eben Serien, wie vorher schon gesagt. Und ja. Nur ist halt in der Öffentlichkeit ein bisschen unangenehm, aber die kann ich so losheulen, wie ich will und ich finde das so toll. Nicht das da, das da. Es gibt so eine Serie, so ein Anime, also mein Lieblingsanime ist das, oder gerade meine Lieblingsserie ist das. Und da gibt es so viele emotionale Szenen. Es ist so schön. Du musst einfach mit drin einfach mal losbrüllen. Und zwar extrem. Ich hatte dort so abnormal müssen brüllen. Es war so schön gewesen. Das Moos will ich da noch. Und ja. Habt ihr auch eine Lieblingsserie oder Lieblingsfilm? Über das haben wir noch nie geredet, glaubst du? Ja, ja. So ist das.
Hoppala, ups. Einmal einen kurzen Sprung verkackt. Nice. Ich denke, ich muss schauen, was der andere Stream macht. Ich habe den nämlich zusammengeschnitten. Und dann hat YouTube irgendwie das ewig lang geladen und mal schauen, ob er jetzt fertig ist. Weil ich will eben noch ein Highlight aufladen, das mich wirklich extrem gefreut hat beim letzten Stream. Und ja. So, Deli. Dann so durch und dann wäre es schon wieder fertig. Dann spring rein und dann geht es ab zum Einsiedler. Okay. Also jetzt habe ich wieder ziemlich lange über Film und Serie geredet. Wir könnten mal über Herzensinteresse reden, aber da getraue ich mich noch nicht. Weil es mir eben sehr, sehr viel bedeutet und ich habe Angst, dass ich anderen nicht damit auf die Nerven gehe. Weil, ich habe da schon Feedback bekommen, also negatives Feedback, wo ich über meine Interessen geredet oder geschrieben habe. Zum Beispiel, du nervst oder ich finde es traurig, dass du nur über das kannst reden. So Sachen. Und wahrscheinlich getraue ich mich darum nicht unbedingt über das zu reden. Und ja. Vor allem, weil es mir ein bisschen unangenehm ist, weil vielleicht nicht jeder das als Herzens- oder Spezialinteresse hat. Ich nenne es einfach mal so. Aber ja. Ich muss mal sehr kurz mit der Trinkflasche ans Mikrofon dran kommen. Ich will nicht wissen, wie das für euch tönt hat. Genau. Kann ich da einstellen, dass man Gruppenmitglieder sieht? Macht das einen Unterschied? Okay. Also da ist gerade der Einsiedler. Sehr gute Verbindung. Perfekt. Okay, da wären wir. Und wenn gerade niemand da drin ist, kann ich dann mal schnell nachschauen, ob ich mich jetzt nicht verschaut habe. Perfekt. Okay. Und weiter geht's wieder auf die neue Rennstrecke. So. Ja, wahrscheinlich ist das jetzt wieder ein Anzeigefehler von YouTube. Dass ich jetzt keine Zuschauer habe. Aber es kann sein, dass jetzt gar niemand zuschaut. Ja. Ich tue einfach so, als ob ich dann einen privaten Level-Tag wieder aufnehme. Bin einfach ich selber, oder versuche es zumindest. Und ja. Läuft ja ziemlich gut mit so tun, als ob es ein privater Level-Talk wäre. Ich rede wieder sehr viel, wie ich merke. Und ja. Und bevor es fast im Streit ausgeartet, unglaublich. Ähm, genau. Und ja.
Oh, mein S-Stream hat sich gerade ausgeschaltet. No. Ich hatte eigentlich auf Viertel vor und Viertel ab eingestellt, dass es sich dann ein- und ausschaltet. Aber irgendwie ist die Zeit bei dem so verzögert, dass er jetzt schon 5 Minuten vorher ausschaltet. Und ja. In meinem anderen Video war es auch so herzig, also in meinem Deep Talk Video, wo ich kurz den S-Frame erwähnt habe, bin so schön, dass du da bist. So cute. Und dann mit dem Untertitel, mit dem deutschen Untertitel ist auch richtig lustig. Da steht dann so, sagt so, oh, ich liebe Sony. Und dann der Untertitel sagt, oh, ich liebe Sony. Und ich so, yep. Woher weißt du das Untertitel? Gold, Spurform. So. Ja, ich habe das so cute gefunden mit dem Untertitel, weil irgendwie, woher weiß YouTube, dass ich das auslebe? Jetzt habe ich eigentlich mein Herzensinteresse indirekt verraten. Aber hey, was soll's. Von mir aus kann es ruhig öffentlich sein, mich stört es nicht. Es ist einfach nur, dass ich mich noch nicht traue, um darüber zu reden. Aber ja. Am liebsten würde ich jetzt einfach Fakten rausballern. Aber vielleicht gehört es da nicht unbedingt in den Stream, dabei ist mein Stream und ich kann sagen, was ich da erzähle oder um was es gehen sollte. Genau. Vor allem, was ich ein bisschen Angst habe, wenn ich so Fakten rausballere, habe ich Angst, dass die falsch sind. Und ich einfach Blödsinn erzähle. Zum Beispiel in meinem Pferdekaufvideo von der Andalusier habe ich gesagt, dass der Schattenfell aus Herr der Ringe ein Andalusier ist, was ich damals auch so gelesen habe. Also hat es für mich gestimmt. Aber dann, als ich das nachgeschaut habe, hat es plötzlich nicht mehr gestimmt. Das heisst, das war ein falscher Fakt, den ich dort aufgesogen habe. Und ich weiss nicht, wieso ich damals Andalusier gelesen habe. Ich weiss noch, wie ich mich extrem gefreut habe, weil es ja in Essen so einen weißen Andalusier gibt. Aber jetzt habe ich herausgefunden, dass der Schattenfell einfach sonst ihre spanische Pferderasse ist. Aber ich weiß jetzt den genauen Namen nicht mehr von dieser Rasse. Genau, also sagen wir die Schauspieler vom Schattenfell. Also das echte Ross, wo der Schattenfell dargestellt hat. Ist ihre spanische Pferderasse. Aber eben, ich weiß die nicht mehr. Aber es ist kein Andalusier. Oder es ist ein anderer Name für Andalusier, das kann auch sein. Ich werde es noch schnell klären. Ist der Schattenfell jetzt noch ein Andalusier oder nicht? Oh, die Frage, die ich mich dem Stream stelle, unglaublich. Okay, so bin ich jetzt auch noch nie geritten. Okay, nach dem Rennen will ich schnell abklären, ob der Schattenfell jetzt ein Andalusier ist oder nicht. Okay, jetzt stehe ich da kurz AFK rum und schaue, dass ich muss es jetzt wissen. Ups, nein, ich kann nicht das öffnen. Ähm... Mann, richtig schreiben müssen wir auch noch können. Und jetzt bin ich gespannt, was da raushaut. Wie gesagt, dass ein Andalusier ist. Und dann flippe ich aus, wenn es wirklich einer ist. No way. Ein rein weißer Andalusier. Wir haben es. Der Schattenfell ist tatsächlich ein Andalusier. Oh mein Gott. Aber wieso steht denn dort etwas anderes?
Äh, Schattenfell. Da bei dem einen Wiki steht etwas anderes. Geschichte bleibt etwas anderes. Sonstiges. Ein Kartäuserpferd, so Spanisch Cartuyano. Neben den Araberpferden aus der reinste Pferderasse der Welt. Oh nein, das Ross hat eine schwere Krankheit gehabt. Welche Rasse? Okay, ja. Der Schattenfell ist wirklich ein Andalusier. Zumindest mehrheitlich. So wie ich es gerade herausgefunden habe. Okay, sorry für die Unterbrechung, aber ich wollte das jetzt einfach müssen wissen. Also, es gibt ein Schattenfell in SSO. Kleiner Fun Fact. Und es ist so toll. Genau, jetzt mache ich eines von meinen Hassrennen. Genau, das heißt, es gibt den Prego in SSO, mehr oder weniger. Es gibt den Schattenfell in SSO. Es gibt Moment Arod, gibt es auch. Mehr oder weniger, also sieht es nicht gleich aus, aber der Arod ist scheinbar eine Percheron-Kreuzung. Und es gibt ja, und das Ross ist ja weiß. Und es gibt ein weißes Perschi. Und das habe ich dann mehr oder weniger Arod genannt. Also Arctic Mode heisst er bei mir, also es hat ja Arod im Namen. Und ja, dann den Hasufell gibt es auch noch. Da weiß ich aber die Rasse leider nicht mehr. Ja, einmal, genau, Joker, das hast du gerade sehr gut gemacht. Was ist der Hasufell für eine Rasse? Ich habe die beiden früher verwechselt. Ich habe gemeint, der Aro zeige den Braun und der Hasufell zeige den Weiß, aber das ist genau umgekehrt. Also der Aro ist auf jeden Fall irgendwie braun, so wie ich es in Erinnerung habe. Aber ich weiss nicht mehr, welche Rasse. Ich habe das jemals nachgeschaut. Vielleicht gibt es da den Hasufell auch in SSO. Das wäre cool. Joker, ich bringe dich sonst zum Metzger, wenn du so weitermachst. Ja, super. Jetzt kann ich das ganze Rennen neu machen. Mann! Okay, das habe ich jetzt auch noch nie im Stream rausgehauen, dass ich sowas zum Metzger bringe. Ich habe es nur in meinen Level Talks gesagt bis jetzt. Nein, ich bringe doch das schöne Belgien nicht dort hin. Aber so Pferdefleisch werde ich schon. Also im Jura gibt es anscheinend das Beste. Ich esse zwar kein Pferd, aber es sollte scheinbar richtig gut sein. Okay, über was rede ich da jetzt wieder? Meine Güte! So, jetzt versuche ich es nochmal. Schön vorsichtig. Genau. Dann da drüber. So. So, und jetzt da rauf um die Ecke. Das ist also ein richtig fieser Sprung, den ich schon etwas nicht geschafft habe. So, wo ist die Stelle jetzt wieder, wo ich komplett verkackt habe? Ich wäre so gut dran gewesen. Da kommt so eine Stelle, wo ich einfach runtergehe. Da ist es. Jetzt aber. Perfekt. Gut gemacht, Joker. Okay, ich habe es geschafft. Juhui. Okay, jetzt geht es nach Jarlaheim zu dem einen Kaffeerennen oder in der Nähe vom Kaffee. Ich nenne es jetzt einfach Kaffeerennen. So. Baroness Jumpy.
Da bin ich gestern Dritte geworden. Völlig unerwartet. Ich war zwischendurch so schlecht gewesen. Das Baroness-Jump ist überhaupt nicht meins. Ich kann mir die Abkürzung einfach nicht merken. Und ja. Zwei Moos. Cool. Okay. So, let's go. Ich habe vorher wieder die ganze Zeit über meine alte Herzensinteresse geredet. Mal schauen, was mir jetzt wieder dazu in den Sinn kommt. Über meine neue will ich eigentlich ein bisschen versteckt reden. Also so, dass es ein bisschen unauffällig ist und man nicht gerade direkt merkt, dass es meine Herzensinteresse ist. Und ich erwähne meine Lieblingsmarke nicht. Obwohl ich das eigentlich könnte, aber ich mache das nicht. Und ja. Doch, jetzt hat es gerade geklappt. Ich lasse nochmal ein Moos. Perfekt. Gut, ich habe 6 Sekunden länger als sonst gebraucht, dass ihr an mir kommt. Irgendwie habe ich Hunger oder eher mehr Lust, aber ich weiß nicht auf was. Ah, so eklig. Also. Hoi Lizzie. Ihren ist creepy. Hat ich etwas? So. Okay, genau. Ich habe nicht meinen letzten Arbeitstag gehabt. Obwohl, Arbeitstag kann man dem jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall muss ich jetzt nicht mehr geschafft und bin ich sehr, sehr froh drum. Weil es schon ziemlich Last war mit der Zeit. Und ja, da sieht man, wie belastbar dass ich bin. Nämlich überhaupt nicht. Genau. So, wieder da. Willkommen zurück, Dori. Ich hätte eigentlich die ganze Zeit können reden. Ich weiß nicht, ob du da zugelassen hast oder nicht. Genau. So, wäre das auch schon wieder gemacht. So, dann, noch das dahinter. Das vergisst ich in letzter Zeit irgendwie ständig. Das Hinterrennen. Uppala. So. So. Sie sammeln. Perfekt. Jetzt noch mehr Moos. Stopp. Ich bin im Badzimmer, deswegen bin ich nicht noch weg gewesen. Okay, alles gut. Ich
hat er trotzdem einen anderen Zuschauer in der Zwischenzeit können unterhalten. Mit meinem Herr der Ringe geschwafel und herausgefunden, welche Pferderasse der Schattenfell jetzt wirklich ist. Und ja, ich habe herausgefunden, er ist tatsächlich ein Andalusier. In meinem Video. Ja gut, ich habe dort irgendwie. Ist ein bisschen kompliziert. So. Wäre Kupplinsel auch gemacht, dann geht es wieder zum Jorvikstall. Ah, der Sternenhimmel. Da ist es so. Der ist so schön. Ah, das geht richtig toll los. Okay, wow, wow. Wo du reitest denn jetzt? Moment, ich will da hindern. Das passiert, wenn man nicht nach vorne schaut. Man reitet einfach in einen Mauer rein und in irgendein Gebüsch. Genau, ich habe vor richtig lange über über meine alte Herzensinteresse geredet, die ich vor über 2 Jahren hatte. Wir könnten eigentlich weiterreden. Ich könnte den Film wieder mal schauen. Dabei habe ich mich letztes Mal richtig gelangweilt, als ich die geschaut habe. Weil ich hatte so eine Phase gehabt, wo ich mich einfach gar nicht auf einen Film konzentrieren konnte und das hat sie so langweilig gemacht. Ich habe den Film etwa 1000 Mal gesehen und dann ist er irgendwann auch nicht mehr spannend. Und jetzt hat es gerade wieder geleckt. Und ja, ich glaube, ich hatte das Problem gehabt, weil ich sehr, sehr viel Film geschaut habe während dem SSO-Spielen. Dass ich so ein bisschen verlernt habe, mich auf den Film einzulassen. Und steht da ständig mit der Ablenkung nebendran, wo ich mich darauf konzentrieren kann. Aber ich würde sagen, die Film wäre richtig cool während dem Leveln. So in Firgrove ständig das gleiche Rennen macht, dabei die alten Lieblingsfilme schauen. Das ist sicher noch mega toll. Oder allgemein, die Levelroute. Oh mein Gott, ich stelle es mir gerade so groß vor. Und dann erst eine Extended-Version. Oh mein Gott, Extended-Version während dem Leveln. Oh, ich wäre nur noch in Firgrove unterwegs. Und das den ganzen Tag. Ich bin jetzt gerade noch die ganze Nacht durch. Wenn ich durch ein bisschen binge-watch und alle 3 Extended-Versionen hintereinander schaue und dann noch die Vorgeschichte dazu, das sind dann 6 Filme. Irgendwie 3 Stunden oder so. Der erste Teil geht sogar uncut 4 Stunden. Und ja, uppala. Das wäre schon richtig cool. Jetzt habe ich wieder die ganze Zeit darüber geredet. Ich habe gerade das Flashback als Arbeiten gehabt. Uiui. Also die Arbeit hält bei mir immer noch an, wenn sie jetzt vorbei ist. Ja. So, werden die beiden Rennen auch gemacht, dann geht es am Morgen. Ich glaube, so heisst der dort mit dem Schlangenbiss und dem anderen Rennen. So.
Okay, dann wird ich das schnell nachschauen. Bis. Du. Okay, dann geht's zu den Rennen. Mit dem transparenten Hindernis. Das ist immer noch mega nice. Oder ist das wirklich Glas? Oder ein Fehler? Ich frage mich das schon die ganze Zeit, wieso sind die Hindernisse transparent? Ah, aktuell gerade null Zuschauer, also bin ich wieder für mich allein. Ist auch okay. Genau. So, Marc, was hast du da zu sagen? Yep, same. Bin wieder da. Willkommen zurück, Raya. Schön, dass du wieder da bist. Hast du alles können erledigen, was hast du müssen? Ja, super. Ja, die Musik ist auch so toll bei dem Rennen. Ich finde das so cool. Ich frage mich, ob es die einfach so gibt zum Hören. Und sonst nehme ich sie halt da schnell auf. Irgendwann. Das Rennen pausieren und lasse die Musik laufen. Okay, so einmal das abgeben. Und da sieht aus. Und jetzt sogar ab zu den vergessenen Felder. Also ja genau, die vergessenen Felder. So. Starstep hat ja auch schon AI-Musik erstellt. Kennst du das? Okay, na gut, KI-Musik kann aber auch richtig gut sein. Also, ja. Ellie, warte auf mich. Ellie, ich brauch dich. Bleibst du stehen? Danke. Er war ziemlich in Kritik. Das ist voll an mir vorbei. Wann ist denn das gewesen? Ich habe es gar nicht mitbekommen.
Gut, keine Ahnung. Alles gut. Wenn du es nicht weißt, dann ist es auch okay. Also vielleicht sogar schon ein bisschen seither, oder? Und... Ja. Und Jumper wäre jetzt da gefährlich gestürzt. Aber da bei dem Rennen jetzt scheinbar nicht. Ich kann mit dem Markantieren hinreiten. Oh. Okay. Wieso denn nicht? Aber nichts freigeschaltet. Oh, okay, ja. Dann kann ich es verstehen, dass du an ihren Sonne kannst damit. Ein bisschen dran arbeiten und dann warst du schon auf... Warst du auf Süd schon? Ja, bin ich schon gewesen. Sogar schon ein bisschen seither. Also nachher geht es zum Mittelalterplatz und dann Dandal. Aber ich glaube, hast du Dandal wahrscheinlich noch nicht, oder? Ja, und Depot hast du glaube ich auch noch nicht freigeschaltet, bist erst Level 10 und Depot kann man erst mit Level 14 freischalten. Also, New Healer Quest ist auch in Epona. Und der Joker ist Level 11. Yay! Dann hat nur noch das Hasenrennen übrig. Dann solltest du Mittelalterlager. Genau, also wenn ich dann mit der Levelroute fertig bin, dann kann ich noch zum Hasenrennen. Ich glaube, dort kommst du zumindest an. Und ja, dann kannst du dort noch mitreiten und vielleicht ein paar verschiedene Jumpies, aber dann sind wir sehr wahrscheinlich nicht in der gleichen Gruppe. Komm mit. Okay, also kommst du doch zum Mittelalterlager. Oder... Also ich mache jetzt einfach mal das Rennen. Ich komme schon dorthin, aber ich muss halt rennen. Was meinst du? Zu Fuß? Oder wie? Ich sitze... Ich stehe jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Tut mir leid. Auf Pferd. Okay. Ich kapiere es ehrlich gesagt nicht. Oh je. Jetzt beim Mittelalterlager. Okay, dann sehen wir uns gerade beim Spiel. So. Ich habe jetzt wieder einen privaten Level-Talk aufgenommen, aber der geht nicht einmal eine Stunde, also ein bisschen untypisch für meine Level-Talks. Und ja, dort habe ich jetzt freie Reden geübt und so. Und ja. Und jetzt bin ich 5. Mustang auch gerade ausgelevelt. Cool. Dann hast du jetzt noch Mustangs, die du noch kannst ausleveln oder nicht? Okay.
Ab und zu habe ich einfach das Gefühl, dass ich ein bisschen direkt bin oder halt ein bisschen Bullshit, Blödsinn rede. Ähm, wo vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, frech überkommt oder so. Mir ist schon gesagt worden, dass ich scheinbar frech sage, obwohl ich das gar nicht will. Genau. Ich habe noch einen aus der App, den karamellfarbig. Ah, cool. Das ist der, der mir noch fehlt. Oder den ich leider nicht mehr holen kann. Ich habe es immer wollen und habe es immer rausgeschoben und jetzt, naja, ist halt weg. So kommst du mir nicht drüber. Okay, dann bin ich erleichtert, dass ich nicht frech rüberkomme. Ich habe einfach immer das Gefühl, dass ich ab und zu ein eine grosse Schnur habe. Und vielleicht, ja, wie kann man dem sagen? Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ich finde, du redest gut. Dir fällt nichts Negatives auf und du redest für mich auch kein Blödsinn. Ah, danke Dori und Raya. Das sind mega nett. Ich mag frech. Oh, bist du selber frech, Raya? Also ich war früher scheinbar mega frech gewesen und auch in der Schule. Habe ich wollte sagen, ja, es ist gut oder ist schon gut. Genau, ich wollte sagen, ist schon gut. Dabei habe ich irgendwie das Wort schon verschluckt und habe dann aus Versehen gesagt, ja, ist gut. Ich habe es aber nicht so wollen sagen. Ich wollte sagen, ja, schon gut. Und dann haben die anderen das so als Angriff angeschaut und haben gesagt, ja, du bist mega frech. Und ich so, ich habe das nicht so wollen sagen. Ich weiß nicht, wieso ich das Wort nicht gesagt habe. Ich weiß es nicht. Ein Dreier ist manchmal frech. Er darf doch auch mal sein, solange es niemand wirklich stört. Aber eben, ja. Nicht gern frech, aber nur im Betrieb. Meine Workbeste ärgern. Ja, das macht doch ein paar, oder? Immer so ein bisschen zeugeln und so. Solange es natürlich die Grenze vom anderen nicht überschreitet, ist schon okay. Wenn der andere das auch lustig findet, dann go for it. Okay, dann Dandal ist das nächste. So, Dandal, here I come. Genau, bestehende Preisänderung bei meinem Word-Abo. Alter, wenn... Okay, ich könnte Word. Aber sorry, aber 100 Stutz zahle ich jetzt nicht. Genau. Ich bleibe bei Mittelalterlager. Alles klar, kannst du machen, Reihe, wenn du willst. Vor allem, wenn ich jetzt Mitarbeiterin bin, muss ich aufpassen, was ich sage. Und meine Workbestie ist noch lernende zweites Lehrjahr. Sonst ist Kündigung los bei mir. Oh ja, da musst du ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, vor allem so als vorwertige Mitarbeiterin ist es ein bisschen etwas anderes als wie als Lehrling. Aber solange alle happy sind und so, ist doch alles schön. Hey, wie weit bin ich jetzt da? Oh, Alter, schon bin ich 100. Cool, ich habe bald schimmernde Edelsteine, kann ich gut brauchen. Cool. Okay, also, zuerst mal die Arbeitszeitweise abarbeiten. Jetzt mal davon ausgenommen, warte schnell, was? Nein, nicht ausgenommen, davon angenommen, dass man jetzt ein Hobbyhorse mit zu der Arbeit nimmt. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber wenn man ein Hobbyhorse mitnimmt, das Steckerross, und dann mit dem umreitet auf dem Betrieb, macht man den Arbeitsreitweise. Das ist jetzt ein bisschen ein dummer Witz, aber das ist mir jetzt gerade so spontan in den Sinn gekommen. Oder was meint ihr, wie kann man dem sagen? Also ich für den Arbeitsreitweise sagen, so wie die Rennen da heissen. Kann man so Paletten und Rahmen und so Sachen aufstellen als Hindernis und dann drüber springen, dann macht man wirklich Arbeitsreitweise. Oh Gott, ist das gerade dumm gewesen. Aber es ist wieder spät am Abend, okay? Ich bin entschuldigt.
So, Arbeitsreitweise Nummer 1. Mein Humor ist vielleicht ab und zu ein bisschen schräg, also nicht wundern, wenn ich mal irgendetwas Komisches sage. Genau. So, jetzt habe ich nichts Komisches entdeckt. Okay, dann bin ich erleichtert. Ich bis jetzt noch nichts Komisches gesagt habe, obwohl ich der anderen Meinung bin zum Teil. Aber er ist ja sein eigener stärkster Kritiker, also. Von dem her komme ich wahrscheinlich anders über bei euch, wie ich mich wahrnehme. Das ist sehr gut möglich. So. Das ist fast bei jedem Menschen so. Ja, danke ich auch. Gut. Wäre das dann gemacht, dann geht zu der südlichen Nebelfallstation von der Jorvik Rangers. Gut. Oh mein Gott, Stufe 26. Wuhu, let's go! Schimmer und Edelstein, du gehörst mir. Nachher kommt Zaumzeug. Cool, oh mein Gott, ich bin bald durch. Alter, wie schnell geht das mit den Bonuspunkten? Die bleiben ja bis zum Samstag. Oh, wie toll. Du gibst aber Gas. Ja, ich habe ziemlich viel Licht gesammelt. Wann war das? Vorgestern? Nein, gestern war das, wo ich auf euch gewartet habe. Da bin ich so den ganzen Tag durch und am Abend ein bisschen am Licht sammeln gewesen. Und ja, und da ist das scheinbar irgendwie passiert. Und mit den Bonuspunkten geht es extrem schnell. Weil man kommt 3 Punkte pro Licht über. Das ist sogar mehr wie damals beim ersten Pass. Und ja, das muss man ausnutzen. Weil der geht nur nicht bis zum Oktober. Stimmt. Das muss ich noch ausnutzen. Genau. Also lang hast du noch bis zum Samstag Zeit. Ich glaube, irgendwie. Oh, ich weiß nicht mehr, um welche Uhrzeit das Bonuspunkt ausschaltet. Aber auf jeden Fall bis und mit Freitag hast du auf jeden Fall Zeit. Und ich meine, es bringt auch zusätzlich Licht. Das kann man dann für Pferde-XP oder Schilling verwenden. Oder auch für den Runenstein, um dort noch weitere Sachen freischalten. Und so Sachen. Hoppala, jetzt hat es gerade wieder ziemlich ordentlich gelegt. Ja, da hat man aber auch schöne Aussicht auf den See. Ah, wie schön. Weil wir einfach schon. Oh mein Gott, ich streame sobald. Was heisst PS? In welchem Zusammenhang? PS heißt eigentlich Pferdestärke. Also zum Beispiel bei Autos hat man zum Beispiel PS, je mehr PS, desto schneller kann ein Auto beschleunigen. Glaub's. Oder was genau meinst du damit? Ah, okay. Ich wollte wissen, ob du das weißt. Ja, ich weiß es. Hat mich jetzt nur gewundert, weil ich habe gedacht, ich hätte jetzt aus Versehen irgendwann PS gesagt und das gar nicht gemerkt. Aber in dem Fall alles gut.
Bei einigen Sachen bin ich ziemlich ungebildet, andere Sachen wiederum weiss ich. Also bei mir so ein Hit or Miss mit dem Wissen. Genau. So. Den Nebelfall Fall drinnen. Genau. Hoppala. Kannst mich ruhig auch weitere Sachen fragen, aber die Chance ist nicht groß, dass ich es weiss. Genau, aber so ein Q&A wäre jetzt noch lustig. Hoppala. So, jetzt sind es wieder zwei kleine, weil ich lieber zuschauen. Freut mich. So. Und ich habe hier... Moment, ich lese es gerade. Hoppala. Joker, jetzt... Tu nicht blöd. Okay, manche Auto... Was? Moment, ich mach schnell das Rennen fertig. Manche Fanatiker, meinst du? Wissen das manchmal gar nicht. Okay, also wenn ihr das nicht wisst, dann ist das ein bisschen... Also wenn du wirklich Fanatiker meinst, dann ist das für die mega peinlich, wenn ihr das nicht wisst. Oder auch wie Dori gerade gesagt hat, Mechaniker. Für die wäre es auch mega peinlich, wenn die das nicht wüssten, weil die arbeiten ja mit Autos. Und... und Dreadfruit Point Musik, die ist so cool. Hoppala. Einfach mal die Stille geniessen und einfach diese so Sounds enjoyen. Also so Jungs, die einfach so nach Autos Autofanatiker oder einfach Fans von Autos. Ja, dann ist es peinlich, wenn man es nicht weiß. Wenn man sich mit etwas beschäftigt, wo man Fan davon ist und dann nicht mal weiß, was PS bedeutet. Das ist dann schon ein bisschen... Naja. Na gut, ich weiß jetzt auch nicht alles über das, wo ich Fan bin. Also über meine Lieblingsmarken. Aber ich würde gerne alles wissen, es wäre mega toll. Ich weiß ja schon einiges. Zum Beispiel, meine Lieblingsmarke stellt Autos her. Obwohl es eigentlich untypisch für die ist. Bin aber ehrlich, ich weiß es auch nicht. Also, dass Pferdestärke heisst, kenne ich schon. Genau, das stimmt. Aber ob das sowas ist wie FPS, ist in SSO, also ist das die Leistung. Und da finde ich so kritisch sein da. Pferdestärke ist, glaube ich, Leistung oder zumindest so schnell wie das Auto kann beschleunigen. Mehr weiß ich jetzt leider auch nicht. Aber ich vermute, es ist so. Okay, Wildnisrennen. Genau. Oh mein Gott, ich habe den Sprung geschafft. Den schaffe ich selten. Nice. Mal schauen, ob ich da jetzt gut durchkomme. Ups, oder auch nicht. Ich glaube, wenn das Auto 5 PS hat, dann wäre das 5 Pferde. Also ich muss sagen, 5 PS bei einem Auto ist extrem wenig. Ich glaube, das würde nicht einmal Gas geben. Vielleicht ganz, ganz langsam. Aber 5 PS ist wirklich... 5 PS hat vielleicht...
keine Ahnung, in ein ganz, ganz kleines Töffel oder so. Ich kenne mich da jetzt leider nicht aus. Aber ja, 5 Pferdestärke wahrscheinlich. Ja, ich kenne mich da zu wenig aus, um da Bescheid zu geben. Okay, wenn da vielleicht gerade ein Automechaniker oder ein Autofanatiker zuschaut, dann wären wir froh, wenn du vielleicht mal PS könntest erklären. Nein, dann stimmt es doch nicht, sorry. Alles gut. Wenn wir Glück haben, ist der dritte Zuschauer ein Automechaniker oder kennt sich mit Autos aus. Also Rösser selber können schon locker, je nachdem wie sie trainiert sind, von 40 bis 65 Stundenkilometer schnell galoppieren. Das ist mega schnell. Ah, Monsicheldorf, fertig. Oh, Monsicheldorf. Darum mag ich Pferde. Ah, das ist doch schön. Die Pferde sind schon mega toll. Und darum esse ich kein Pferdefleisch, weil ich esse doch eines von meinen Lieblingstieren nicht. 20 bis 25 Stundenkilometer ist Standard, also nur schon im leichten Galopp könnte man so schnell sein. Lol, das ist ja richtig schnell. Cool. Der Offroad einfach mit 4 Beinen. Ja, gell? Hat etwas. Sympathisch, ich esse einfach Pferdefleisch. Same. Ist bei dir aus dem gleichen Grund oder einfach weil allgemein kein Fleisch isst oder? Ich habe mich das damals als kleines Kind entschlossen. Ich esse auch kein Fleisch. Ja, jedem das seine, oder? Gerade 2 Archäologie-Spots. Ich muss nachher noch schnell lernen. Eben als kleines Kind habe ich mich damals gegen Pferdefleisch entschieden, genau aus dem Grund, weil ich eines von meinen Lieblingstieren nicht essen will. Und ja. Joker, bitte! Ja, der gleiche Grund und allgemein mag ich Fleisch einfach nicht unbedingt. Das ist okay, jeder hat so seine Vorlieben. Also ich persönlich mag Fleisch sehr, zum Beispiel Rind habe ich mega gern. Oder ja. Aber eben jeder ist das, was er gern hat. Aber ich habe mir auch mal überlegt, zum Vegetarierin zu werden, weil es gibt eine extrem heftige Doku auf YouTube, wo ich angefangen habe zu schauen, aber ich musste es abbrechen, weil sie zu heftig war. Und ja, ich mag Fleisch auch, aber ich möchte die Massentierhaltung nicht mehr unterstützen. Das ist ein guter Punkt, Raya. Wenn mehr so denken würde, dann würde es wahrscheinlich weniger oder gar keine Massentierhaltung geben. Aber es gibt die eine Doku, wo ich vorher gesagt habe, ich sage jetzt nicht, wie sie heißt, weil es ist echt brutal. Da wird so alles gezeigt, wie es in Australien ist das. Es ist so brutal. Dort werden Ferkel umgeworfen und alles. Also echt. Okay, anderes Thema. Also ist ein bisschen heftig. Genau. Der andere Spot, wo war der gewesen? Irgendwo da hinten? Ich bin beim Rennen an dem... Da ist er. Tipptopp. Haben wir da... etwas Nices. Biscotti hat mir vorletztes Jahr einfach Pferdefleisch-Sandwich gejubelt. Obwohl sie eigentlich genau weiss, dass ich reite und mir so bist. Okay, das ist richtig gemein.
dass sie dir das untergejubelt hat. Also hast du es dann auch gemerkt, oder? Also hoffentlich. Oh, das ist gar nur alleine. Ui. Das Problem ist, manchen Menschen ist es einfach nicht mehr bewusst, dass das ein Leben war. Ja, ich finde das traurig. Ich meine, Schweinli, Kühe, Kälber, Ferkel, Pferd, Fohlen, und Hühner auch und alles andere. Das sind alles fühlende Lebewesen, wo man auch sollte respektieren, genauso wie man zum Beispiel eine Katze oder einen Hund respektiert. Und es ist einfach gemein, aber hat sie es nicht gewusst, Dori? Ähm, ja. Was fragt gerade aus an Dori? Okay, was kann ich jetzt? New Hillcrest rennen, genau. Ich reite dort an, was soll's. Ich habe nicht gewusst, dass das Pferdefleisch war. Ich habe es mir aber schon halb gedacht, dass es ein Fleisch ist, was ich nicht kenne. Weil Schinken ist auch nicht gewesen. Oh. Ja, aber immerhin hat es mehr oder weniger in Verdacht gehabt. Aber trotzdem. Jemandem etwas so, ich fände es jetzt auch nicht fair, wenn es bei mir jemand würde machen. Ich würde wahrscheinlich ausrasten. ähm, ja. Aber das ist nicht fair, jemandem einfach in das Fleisch unterjubeln, das er nicht essen will. Wenn das Fleisch dann in ein Silo. Okay, ja, das ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen. Weil du hast gezeigt, dass du es dann wirklich nicht essen willst. Also, New Hillcrest, here I come. Meiner Mutter ist das auch passiert. Oh, okay. Ist ja nicht mal fein gewesen. Hat Kruse geschmückt. Oh, okay. Also ich habe schon wirklich seit irgendwie 15 Jahren oder gar noch länger, irgendwie seit 20 Jahren Pferdefleisch mitgegessen. Darum ich weiß nicht mehr, wie es schmeckt und ich will es auch nicht wissen. Aber scheinbar nicht so gut. Genau. So. Einmal mein absoluter Hassrennen. Aber wahrscheinlich ist es irgendwann nicht mehr mein Hassrennen, weil ich das so oft mache und dann irgendwann gut drin bin. Okay, da muss ich mich jetzt konzentrieren. Darum achte ich jetzt vielleicht ein bisschen weniger auf den Chat. Wenn ich das so sage, das so mit dem Chat und alles, muss ich immer an einen von meinen Charakter denken, was ich mir ausgedacht habe, der in meiner Geschichte vorkommt. Das heisst einer so ähnlich und jetzt habe ich immer das Gefühl, ich würde irgendwie seinen Namen sagen, anstatt halt Chat. Und hoppala. Und ja, es ist ein bisschen verwirrend. Vor allem tue ich dann gedanklich immer so abschweifen. Und ja, und Tagträume während dem Stream nicht optimal. So und so. Fand ich frech von ihr. Ja, das ist wirklich frech gewesen. So, ich hab dann noch das jetzt gelesen. Ah. Also ihr könnt da untereinander ein bisschen schreiben, hä? Okay, nachher macht noch das Hassenrennen in Silverglade, also bei
bei diesen Feldern. Also jetzt Goldfelder oder so heisst es bei mir. Oder ja, irgendwie so etwas. Gut, ich habe das an First Try geschafft, hätte ich auch nicht gedacht. Everwindfelder. Genau, Everwindfelder heisst es. Stimmt. Goldfelder sind, glaube ich, weiter nördlich. So, ich glaube, Goldfelder sind irgendwie in diesem Bereich. Oder irgendwo. Oder. Genau, nein, da unten sind sie. Da. Zwischen Silverglade und Fort Pinta. Genau, ich habe es verwechselt. Everwindfelder sind es. Dann geht es mal dort hin. Everwindfelder. Hat sogar einen Transporter. Und, und das war nicht mal das Schlimmste. Ihre Mutter hat das Fleisch unter ihr Essen gemischt und sie hat es gegessen. Das macht mich gerade so wütend. Ganz ruhig, Raya. Ganz ruhig. ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall nicht fair, dass man das jemandem einfach ins Essen mischt. Aber hey, es ist passiert und sich darüber aufregen, jetzt im Nachhinein, man kann es nicht ändern. So, von dem her. So, kommt ihr Häsli. Und so, dann noch dich da vorne. Dann, du läufst auch schön in meine oder auch nicht. Ja. So. Komm schon, ich werde dich einsammeln. Okay, das wird auf jeden Fall keine beste Zeit, merke ich gerade. Es sind gerade zwei auf einem Haufen. Komm schon. Nein! Joker, wieso bleibst du stehen? Du musst noch eine beste Zeit. Da. Wenn wir es schon von Hasen haben. Ja. Was willst du sagen? Okay, jetzt habe ich eigentlich alle Rennen gemacht, die man machen kann. Also die ich zum Moment in den Golden Hills. Oh, ich habe das Fuchsrennen vergessen. Das Rennen meine ich. Ja. Okay, es geht nochmal zurück in Golden Hills. Ich habe das Fuchsrennen vergessen. Ups. Okay, also Golden Hills, here I come. Oder in der Jaspers Kürbisfarm. So. Jaspers Kürbisfarm. So. Okay. Wie ich einfach das eine Rennen vergessen habe. Unglaublich. Vom Hassenrennen zum Fuchsrennen ist doch auch noch etwas. Boah, ich streame schon wieder über 3 Stunden. Die Zeit ist so schnell umgegangen. Es ist so brutal. Genau, das wollte ich machen. Wie kann ich das Rennen vergessen? Ich mache das immer. Aber diesmal irgendwie nicht mehr. Statt irgendwo mal stehen zu bleiben und zu leveln, renne ich die ganze Zeit hinterher. Ja, ich weiß, wie das ist, wenn jemand streamt und man mitmachen will, dann ist man im Durchstress eigentlich und kommt gar nicht hinten an.
Aber ich komme wahrscheinlich jetzt nach Moorland oder so, wo du auch ankommst. Da sind's. Genau, dann ab nach Moorland, einfach so, weil, why not? Und dann können wir mal schauen, was wir dann noch machen. Weil ich bin jetzt fertig mit meiner Levelroute. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die ganze Levelroute durchziehe. Aber, ja. Also, ich chill jetzt einfach in Moorland. Und genau, also wir sind im Tag jetzt noch aufräumen. Das kommt noch weg. Genau. Ich gehe noch schnell dahinter zum Schrank. Bei dem Jumpy-Platz. Also, was haben wir da Schönes? Einmal Item. Das Tiegel. Den Schleifen, wo er. Ah, wow, die Schleife ist schon mal mega schön. Cool. Den. Was ist das da? Hölzerner Zahn. Okay, ist einfach nicht wichtig, denn die kommen da wieder rein. Was haben wir da? Lederriemen, habe ich das schon? Ja, da unten. Und Kupferring ist da. Perfekt. Den Stahlkupfer. Den Schleifen. Jumpy nachher. Ja, können wir machen. Ich wäre dabei. Den Ausrüstung, das müsste da ganz hinten sein. Genau. Noch ein Satteldecke an. Und dann Kleidung. Ach komm, ich gebe das Outfit auf. Was soll's. Oberteil und Handschuhe müssten. Genau, das wir übersprungen haben. Perfekt. Okay. Okay, weil das Jumpy werden um 11 Uhr. 23 vor Pinto, nicht schon wieder vor Pinto. Ah, ich kann das überhaupt nicht. Okay, ich fand das schön, das Outfit. Welches, das ich da gerade wegtun habe? Oder das, was ich jetzt gerade anhabe? Oder welches meinst du? Okay, aber dann, wenn wir das Jumpy reiten, dann ich schnell das Ross wechseln. Kann ich halt gerade das Ganze. Nein, ich möchte es nicht wechseln, ich finde es viel zu toll. Ich finde, es geht so cool aus, dass du anhast. Ja, ich will es gerne abhalten, aber ich glaube, es ist nicht Jumpy-tauglich. Nein, es hat ziemlich schlechte Werte leider. Breiten plus 8. Budgethosen, ja logisch, haben die keinen Wert, wenn sie nicht so teuer sind. Aber beim Level 8 ich eben nicht unbedingt auf Wert, sondern eher aufs Aussehen. Und darum, ja. Aber ich würde es jetzt ungern wechseln, weil ich es einfach viel zu toll finde. Vor allem mit dem Ross. Genau. Jetzt weiß ich nicht, ob ich wirklich noch das Jumpy will reiten oder nicht. Man kann auch coole Outfits mit extra viel Wert erstellen. Ja, das kann man auch. Aber halt nicht so ganz bestimmte, wo halt bestimmte Farben oder Muster haben müssen. Dann wird es schwierig, da das richtige Oberteil zu finden. Und ich kann mal schauen, ob ich mich jetzt schnell umziehe da im Spiel. Oder, ich meine, meine Hände schenken, glaube ich, auch keinen Wert. Na gut, doch haben sie. Genau. Ja, sonst würde ich sagen, beende ich bald den Stream. Und reite jetzt gerade keine Jumpies. Weil ich es eigentlich noch vor kann, aber es ist bald Delphi. Sonst ziehen wir uns beide mal kurz um. Ja, das können wir machen, genau. Und dann können wir trotzdem noch Jumpy reiten. Aber ich muss sowieso das Ross wechseln, weil
Der Phantom Joker, also der Joker ist gerade mal Level 11. Dann macht das gerade in meinem Heimi. So. Und ich kann morgen wieder so rumlaufen, also von dem her. Es sieht halt schon cool aus. Ich habe gerade einen Heuballen mit Starcoins gekauft. Oh no! Das ist ja mal richtig eklig. Und nein, die enormen Starcoins. Weißt du was, ich lege mein Club-Outfit an. Fertig. Wo ist das? Ich glaube, ich habe es irgendwo reingeschmissen. Da ist es. So, dann nehme ich das schnell und tue das da rein. So, jetzt ist sie gespeichert. Perfekt. So, und jetzt schnappe ich mir den Prego. Na, wir haben Gabi wieder. Ja, geil. Tschüss Cosplay. Tschüss Roleplay. Hoi Gabi. Genau, zusammen mit dem Prego. Also, tipptopp. Aber es ist halt schon cool gewesen, einmal kurz Cosplay machen in SSO. Das ist mal etwas anderes. Aber so kenne ich meinen Charakter. Okay, wir treffen das in Fort Pinta, wenn das gut ist. Dann reite ich mal schnell dort hin. Moment, der Prego hat noch Aufwiesen drauf, sollte er eigentlich, oder? Ja, der hat Aufwiesen drauf. Alles klar. Es fühlt sich gut an, wieder sich selber können sein hier im Spiel. Und auch in echt natürlich. Genau. Ich bin gespannt, wie viele Spieler das unterwegs sind. Also bei mir ist inzwischen die Platzierung völlig egal beim Jumpen, weil ich habe mein Ziel erreicht. Mein Lebensziel bei den Jumps ist erreicht, kann man so sagen. Und ja. So, mal schauen. Ja, da ist auf jeden Fall schon jemand. Wer ist denn das? Indra Ghost Dragon, okay. Ein Anfi. Okay. Jeder wie er will. Ich tue es einmal üben, wenn es da schon die Möglichkeit gibt. Ich mache jetzt mal schnell, um mich ein bisschen aufwärmen. Ich könnte, glaube ich, auch da durch, man muss nicht da drüber springen, genau. Vielleicht. Okay, so wäre es. Moment, ich versuche es nochmal. Einmal mit allem ausweichen. Gerade direkt da angeht. Und auf der Seite bleibt, kann man nämlich auch gerade da durch, da muss man da nicht drüber springen. Ich glaube, da kann man sogar. Nein, kann man nicht. Ich meine, man kann da rundum. Dann muss man da drüber springen. Genau, wenn ich so beim Jumping mache, kacke ich komplett. Was ist das da? Ja, da wird man abbremst. Ja, aber bei anderen Streamer oder YouTuber habe ich ständig gesehen, wie die so an dem Pfosten dran vorbeireiten. Und das scheinbar zählt, aber irgendwie doch nicht. Oder ich habe es gar komplett falsch gemacht. Ich werde jetzt den Boost gut mitnehmen. Oh ja, schon wieder. Ich schaffe es ständig beim Jumpen gefährlich zu stürzen. Das ist mir gestern schon die ganze Zeit passiert. Genau, einmal drüber springen. Ich hoffe, dass mir das nachher nicht passiert. Ich finde es richtig unfair. Ich finde, man sollte das gefährliche Stürzen in Jumpies ausschalten, damit das nicht so unfair ist. Sagen wir schon Prego. Weil es ist eigentlich vor allem der Anfang, der ein bisschen tricky ist. Mit dem Jump, der Rest ist eigentlich relativ einfach. Ich würde sagen, einfach ein bisschen üben und dann wird es schon. Aber ich glaube auch, ja, wir werden auf jeden Fall nicht in der gleichen Jumping-Gruppe sein, wenn es genug Spieler sind.
Weil dein Charakter ist erst Level 10 und ich bin über Level 20. Also, ja. Oh, da hätte mir jetzt auch nicht drüber springen. Kann man da drüber springen? Ja, kann man. Oh, da hat es einen Boost. Ich hätte gesehen, ich erst jetzt da. Oh no. Okay, da wäre ich wieder. Ah, die habe ich schon gestern gesehen. Die war doch gestern bei uns, gewesen, oder? Die Augustina Gladefly. Haben wir da hinten? Hä? Ah, die hat sich dann nicht... Ach so, die üben zu rennen. Okay, okay. Ah, ich finde den Prego so toll. Er ist so cute. Ich würde sagen, nach dem Jump tue ich den Stream beenden, weil ich habe doch wieder relativ Hunger. Und ja. Noch mal schauen. Genau. Ah, du hast. Ist das der Wild West? Ja, der Wild West. Doch, wie cute. Oh. Hoffentlich hast du immer noch Freude an ihm. Also, ich finde ihn mega toll. Oder ich mache kurz eine Essenspause und dann machen wir voll den Jumpy-Marathon. Das könnte man natürlich auch machen. Ich überlasse dir oder euch, je nachdem. Ich habe ja an allen Pferden Freude. Ah, wie schön. Ich an den meisten. Also es gibt ein paar Rösser, die ich nicht mag, die ich mir trotzdem gekauft habe. Und ja. Wie lange? Also meinst du, wie lange den Jumpy-Marathon machen? Oder wie lange Essenspause? Oder was genau meinst du? Wie lange wäre der Marathon? Ich würde sagen, ich mich da dir anpassen. Je nachdem, ja, wahrscheinlich nicht so lang in dem Fall. Also, ich werde bereits eine ganze Nacht durchmachen, natürlich. Weil ich muss morgen nicht arbeiten, aber ich weiß nicht, ob du morgen in die Schule musst oder arbeiten oder was auch immer. King ist auch ein cooler Name. Ich kann noch bis 12 Uhr wach bleiben. Ja gut, dann lohnt sich ein Jumpy-Marathon nicht. Dann würde ich sagen, mach nach dem Jumpy fertig und dann, ja, dann tue ich noch etwas essen und genau. Freundschaftseinladung. Nur von ihr. Ach, ich habe Pearl. Ja, wieso nicht? Ja, danke für die Freundschaftsanfrage. Was bis 1 Uhr geht auch. Machen wir gescheiter 12 Uhr, weil... Ja, ich möchte nicht, dass du wegen mir zu lange aufbleibst. Und... Oder 2 Uhr. Okay, was jetzt? Das bin 2 Uhr wäre ich dabei. Aber eben, ich tue mich voll dir anpassen. Genau. Also eben, ich überlasse dir. Ich schau mal maximal 2. Es kommt darauf an, was du morgen machen musst. Je nachdem würde ich es dir nicht empfehlen, um bis um 2 aufzubleiben. Und ja. Also ich habe morgen frei, ich kann so lange aufbleiben, wie ich will eigentlich. Ja. Ich würde gerne mal einfach so die Nacht durchmachen. Ob man hat Lust eigentlich. Ja, ich eigentlich auch, aber ich würde gerne mal einen Stream machen, wo ich einfach die Nacht durchmache und bei die ganzen Jumpies reiten. Das fände ich mega cool. Aber eben, es müsste irgendwie am Wochenende sein, damit auch ein paar Leute dabei sein könnten.
Jetzt kann man sich anmelden. So. Aber es sind noch extrem viele Spieler. Oh. Ups, nein. Nein. So, das wollte ich wollen. Vielleicht morgen oder am Wochenende. Dann wärst du dabei zum... einfach 61 Komponenten. Ja, Dori, ich habe es gesehen, ich habe mich voll gefreut. Ich bin im Dino-Tal, als ich das gesehen habe. Und ich habe dann ein grosses Danke ausgesprochen. Wahrscheinlich hat es niemand gehört, weil da nur ein Zuschauer war. Aber ein grosses Danke an alle, die mich abonniert haben. Ihr seid einfach die Besten, auch ihr beiden. Dori und Raya. Und der Dritte, der dazu schaut. Gratuliere, danke. Du wirst das auch noch schaffen, Raya, glaub mir. Du machst so guten Content. Du wirst es auch anerkennen. Ich könnte wetten, dass du mich sogar überholst. Weil du machst deutsche Videos und Deutsche kommen generell mehr an als Schweizerdeutsche. Ich habe dich abonniert. Ich weiss, Raya, ich dich auch übrigens. Also eben auch groß Danke an dich raus. Dank deiner Unterstützung kann ich da weitermachen und bin motiviert und so. Und ja. Also dann wärst du morgen dabei beim Jumping Marathon. Danke an dich. An auch dich. Danke, Raya. Also eben, wer wäre morgen beim Jumping Marathon dabei? In der Nacht natürlich. Oder Samstag, geht natürlich auch. Oder Sonntag oder Montag oder Dienstag oder was auch immer. Könnten wir das so als 60-Abo-Special machen? Was meint ihr? Ich könnte vielleicht. Okay, es wäre cool, dann könnten wir in unserem Club-Outfit das machen. Und dann streame ich und dann könnt ihr da nebenbei zuschauen, wie ich komplett verkacke. Genau. Aber es ist kein Muss da dabei zu sein. Nur allein wäre es eben nicht so lustig. Obwohl ich muss am Samstagmorgen los, also kann vielleicht nicht allzu lang. Dann wäre vielleicht Samstagnacht ein bisschen gescheiter. Je nachdem, ob ihr dann auch könnt. Können wir eigentlich über Discord reden? Klar können wir, sehr gern sogar. Also auf jeden Fall ist das ziemlich simpel, um auf Discord zu reden. Das ganze Wochenende weg bei meinem Gotti. Okay, ihr sind ja beide weg, eigentlich 3 Jahre beim Vater und in dem Fall du beim Gotti. Dann ist es vielleicht auch nicht so schlau, das Wochenende auch nicht zu machen. Das ganze Schreiben ist echt anstrengend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wir können sehr, sehr gerne reden. Aber ja, ist natürlich kein Muss. Wir könnten auch das dritte in einen Call rein und dann das dritte reden. Also ich, Raya und Dori. Kann sich noch richtig lustig werden. Ja, aber bei meinem Vater nehme ich mein iPad mit. Okay. Also nach dem Jumpy tue ich dann langsam aufhören. Weil am Ende ist mein Vater auch noch im Stream. Ich find's lustig. Dann, ja. Dann wäre es mal ein bisschen Abwechslung. Aber ja. Genau, also wäre das Wochenende nicht unbedingt optimal für einen Jumpy-Marathon. Weil ich wäre nur ungern allein. Ja. Aber wir könnten gerne mal einen Tag aussuchen, wo es allen 3 geht. Und dann wird es sicher möglich. Wir müssen auch nicht unbedingt streamen, weil dann können wir auch über Discord reden. Und genau. Mit dem bekommst du sowas von anderen Welt, glaube ich. Okay, da bin ich gespannt.
Also auf jeden Fall in dem Video, das du mit ihm gemacht hast, wirkt er nach einem mega lustigen Typ. Okay, schnelle Huf, VS und VG. Nein, wir sind nicht in der gleichen Gruppe. Schade. Nicht gut, das war aber auch zu erwarten. Da sind ja so viele. Er ist mein Neandertaler. Gerade so. Er kommt ja nicht so klar mit Technik, oder? Oder wie meinst du Neandertaler? Okay, es geht jetzt los. Let's go, Prego, wir schaffen das. Mein Ziel ist jetzt einfach ins Ziel zu kommen. Und nicht gewinnen oder so. Also ich versuche jetzt mal da durchzugehen. Jetzt da durch. Mal gemeinen, du musst ihn sehen. Okay. Ja, du machst mich neugierig. So, Uppala, Prego. Okay, ich habe keine Ahnung, wie weit vorne das bin, aber es wird sich auch schnell ändern. Ich werde sehr schnell überholt von anderen. Da komm schon, Prego. Ich fühle mich so langsam gerade. Ups, ja genau. Nein, wenn man so etwas macht, dann sieht es natürlich nicht gut aus. Mensch, Prego, Prego, bitte. Ja, genau, bin ich die Einzige, die den Boost nicht mitgenommen hat. Komm, das macht jetzt hässlich. Also wirklich. Ich bin jetzt ja genau, legt es auch noch. Ich verkacke immer an der gleichen Stelle bei dem Jump. Ja, es ist so schlimm. Ich bin wahrscheinlich Vierte. Vierte oder Fünfte. Und ich bin am Start immer so gut, dann verkacke ich einfach komplett. Okay, die reiten da auch alle drauf vorbei. Okay, ich werde safe Vierte. Da kommt jetzt ein Sirnmikron nochmal jemand und überholt mich. Nein! Nein! Ja, jetzt wird ich voll überholt. Ist ja wieder typisch gewesen. Okay, ich werde mindestens höchstens 50. Mann, Prego. Was hätte das sollen? Ja, ich bin 50. Ist zu erwarten gewesen. So, jetzt versuche ich die Abkürzung. Perfekt. Okay, da kann man drauf einreiten. Ja, komm schon. Let's go, Prego. Ich bin nicht gut 50. Okay, mein Ruf hat sich verbessert. Wie cool ist das denn? Nice. Okay, ich muss sagen, ich bin nicht so schlecht gewesen. Fünfte von 11. Ja gut, ich bin in der ersten Hälfte also. Warte. Oh nein, das hat man nicht so gehabt. Oh nein. Oh, das bist du mit dem Netzi. Oh, wie fies. Hast du gar nicht mitreiten. Mit Bart, lange Haare und tätowiert. Oh, das sind richtig cool. Voll sympathisch. Bart, lange Haare und tätowiert. Cool. Okay, was wäre rein theoretisch das nächste Jumpy? Ja gut, das Bonnet Jump kann ich nicht machen mit dem Brego. So, ein paar Schillinge abgestaubt. So, ups. Ich will auch mal einen Short durchladen, wo ich Bogen schieße. Also in echt Bogenschiessen oder da im Spiel Bogenschiessen? Weil es wäre ja richtig cool. In echt. Oh, cool. Also ich würde mich darauf freuen auf jeden Fall. Ich
fände das spannend. Paar schon vom Pferd geschossen. Wow, Respektreihe. Das ist ja mal mega cool. Also ich könnte das nicht. Ich würde allein schon vom Ross runtergehen, wenn ich es nur schon anschaue. Und eine VA darüber geschrieben. Eine VA. Also Vertiefungsarbeit. Mit Zeilen im Stehen. Okay. Cool. Aber das reicht mir schon. Okay. Mega lässig. Ja, also ich würde echt gerne mal mit dir im Call sein und vielleicht auch mit der Dori. Da können wir vielleicht das dritte Mal einen Jumpy-Marathon machen, jetzt vielleicht einmal den Tag durch, das muss ja nicht unbedingt in der Nacht sein. Und ja, ich fände es mega cool. Ich auch, das wird sicher witzig. Oh ja. Von mir drei am Jumpy reiten. Jemand verkackt komplett, schreit voll in den Call rein. Genau, es gibt ein Geschrei. Dann ich so, Prego! Und so, ich schreie mein Ross dann immer an. Und rede mit ihm. Und ja. Aber hey, drei Schweizer am Jumpy reiten, das kommt nicht gut aus. Genau, aber hey, ich liebe mein Ross. Egal, ich und Alki. Genau, den H&M Marlin. Ich fällt gerade auf, das Pelik ist ein bisschen grösser als der Paint. Oder meine ich das jetzt nur? Ich glaube, ein bisschen grösser ist er. Nein, ich hätte es noch soll es mir einfach noch ein bisschen quatschen. Das ist schon so. Ah, okay, dann ist das Pelik wirklich grösser. Genau. Mal schauen. Du. Aber Westernpferde sind sowieso oft kleine Pferde. Ja, das ist gut möglich. Also ich kann mich jetzt da gar nicht aus mit Western und Dressur und so, drum. Genau. Ja. Äh, okay. Eins ist eher ein englisches Reitpferd. Ja, das ist gut möglich. Also es ist zwar aus Belgien, aber ja, also vom Reitstil her oder so kann es schon Englisch sein. Also ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Also wenn ich etwas falsch sage, bitte korrigiert mich. Genau. Ja, aber manche Warmblüter auch so gezüchtet, sodass sie die hohen Hindernisse überspringen können. Ja, das macht Sinn. Wenn es Wenn es groß, genau. Wenn das Ross grösser ist, dann kann es auch eher über hohe Hindernisse springen. Das macht Sinn. Okay, aber ich sehe, du kennst dich da richtig gut aus.
merke, wir stehen schon die ganze Zeit da rum. Genau. Dann würde ich sagen, wie geht es eigentlich so mit Discord? Hab das noch nie gemacht. Also da kannst du auf den Server joinen und dann kannst du so, es gibt so verschiedene Kanäle, so Textkanäle, kannst du mit anderen dich über etwas austauschen oder so. Oder es gibt Sprachkanäle, da kannst du reingehen und dann mit anderen reden. Und ja. Aber es würde dir jetzt eher am Laptop oder PC mit einem Headset oder so empfehlen, weil sonst hört man wahrscheinlich sich selber, was relativ unangenehm ist zum Teil. Und ja. Doch, ich habe noch Handy. Auf dem Handy habe ich es noch nie gemacht, darum weiß ich nicht, wie gut es dort läuft mit dem Reden. Aber man kann es mal versuchen. Ja, genau. Es sind 5 kleine Wölkchen im Chat. Ja, ich finde, jetzt sind es wieder 3. Komm, erwähnt mir, es gehen weg. Was willst du noch machen? Ich habe Hunger. Ich glaube, ich esse nachher noch die restliche Pizza von heute Abend. Ja, nachher ist sowieso das Pony Jump. Das können wir mit unseren Rössern nicht machen. Ja, dann würde ich sagen, dass ich den Stream mal beende. Wenn das okay wäre. Gut, das frage ich. Genau. Sonst morgen. Ja, kommt drauf an, wenn du morgen Zeit hast. Außer du willst jetzt noch ein bisschen quatschen, das können wir, oder das ausprobieren, das können wir natürlich auch. Also ich muss morgen nicht raus, also... Tschüssi, gute Nacht, Dori. Gute Nacht, Dori, und auch... Ja, abends habe ich Zeit. Okay, dann können wir es sonst morgen Abend machen. Oder wenn du noch bis um Mitternacht Zeit hast, das sind noch 3/4 Stunden. Dann wir aber den Stream trotzdem beenden. Und dann können wir nachher mal schauen. Oder so. Genau, also auf jeden Fall habe ich Hunger. Also ich esse nachher noch etwas. Also eben, wie gesagt, meine Pizza. Okay, wir machen es viel zu kompliziert, wie es eigentlich ist. Sonst gehst du essen. Genau, dann würde ich da den Stream beenden und dann machen wir es morgen Abend, wenn es okay ist. Oder heute wäre halt auch cool. Ja, genau. Okay, dann ähm, ja, Lust hätte ich ja. Ja, ich habe auch. Dann könntest du nachher, du kannst ja mal auf meinen Server joinen. Also über den Link in meiner. Aber ich muss schon ins Bett. Oh, okay. Gut, dann tun wir es heute beenden und dann machen wir es einfach morgen Abend. Wenn es okay ist. Also wie du auf meinen Server kommst, weißt du. Du musst einfach auf den Link in meiner Kanalinfo drauf drücken, wo Discord-Server steht. Und dann bist du drauf. Also eigentlich ganz einfach. Also sonst können wir es auch noch probieren. Sehr gerne. Also ich muss sagen, ich mache jetzt noch eine kleine Essenspause. Dann können wir es doch gerne noch probieren. Dann würde ich den Stream beenden. Und dann noch probieren. Also, ja.
Ja, das Bonnie Jumpy. Das können wir mit unseren Rössern nicht machen. Ja, dann bis später auf Discord. Alles klar, dann tue ich da den Stream beenden. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Auch wenn ihr nichts schreibt und alles, aber hauptsächlich schaut zu und bleibt. Und das heisst, euch gefällt es wahrscheinlich. Genau, dann bis nächstes Mal. Auf jeden Fall hat es wieder mega Spaß gemacht und bis später Reihe. Und ja, dann bis nächstes Mal und tschüss zusammen. Es war mega toll gewesen mit euch.